Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen hier rund um den Tisch. Wir haben schon im Feierabend irgendwie Klo gefangen, da werden ja schon ein bisschen begrüßt. Liebe Leute oder Robby am Publik, liebe Leute da draußen, die am Streaming eventuell noch gucken oder sich als Sitzung dann auch mehr spät werden noch gucken. Voilà, das ist eine Gemeinderatssitzung unter der Führung der größeren Vakanz. Und ich hoffe, ihr habt euch gut erholt und ihr habt schöne Congé. Was war unter der letzten Sitzung las, man just eben den 12. Juli war Schulfest Campus an der Delt, wo die Kinder zusammen mit ihren Eltern und dem Lehrpersonal den Aufschluss vom Schuljahr feiern konnten. Wir geben von dieser Platz der Altervereinigung auch Merci sagen für die Organisation an den das Flottfest. Der 15. Juli war um 19 Uhr am Centre Kulturell zu Minzburg eine Präsentation von den Resultaten von den verschiedenen Umfragen, die am Kader vom PINS respektive dem Pakt vom Zusammenleben durchgeführt wurden. Op de Morde de Jourstungen an der anderen Präsentation vom Sonntag 50 plus. Das war die Info, die man schon viel lang hier gemacht hat, und die eigentlich nie öffentlich so präsentiert gouf. Und das war ein Demonto, dafür haben wir das noch geholt. Und noch die Analyse von den Resultaten von der rezenten Info über das interkulturelle Zusammenleben an unserer Gemeinde. Die Animation und Präsentation von den verschiedenen Resultaten waren vom CEFIS, vom Herrn Gary Didrich, Paul Estjen, Conseil vom Zusammenleben Gemengepakt überholt gehen. Noch weil dort Spruch kein Barriere soll sein, waren simultane Übersetzungen auf Französisch, Deutsch und Englisch gemacht gehen. Der 17. Juli hat die Schötter Gemeinderat und die Schötter Baukommission den Chantier von der Kläranlage zu übersehen besichtigt. Er gibt den Projekt und den Ausbau von der Kläranlage vorgestellt und konnte sich einen guten Eindruck machen über die Dimensionen von dem späteren Projekt. Dazu werden wir auch dann nur noch einige Informationen kriegen aus dem Südest. Den 19. Juli hat die Jeune die zweite Edition von ihrer Sangria-Party organisiert. Der Weekend vom 19. bis 21. Juli war ein Stage vom Fußball von Siegelsbach heute zu Minzburg im Fußballsterrain. Und die jungen Leute waren an der Sportsaal innerbrücht und das hat auch reibungslos geklappt. Sondern den 21. Juli hat der Schötter Kleindeire-Verein ab 10 Uhr auf ihr Porto Vert mit anschließendem Grillfest und dazu dann zu übersehen. Den 10. August und den 14. September waren es unsere Schötter Markt auf der Kircheplatz. Bei den beiden Auditionen gouf ein Grenier organisiert. Ich muss aber sagen, dass am August auch nicht viele Leute hier waren, aber wir mussten nicht darüber schwätzen, ob das Sinn macht, am August einen Markt zu organisieren. Den 18. August wurde die 11. Edition von der Randonnée Jean Majerus mit einem anschließenden Grillfest an dem Centre Culturel organisiert vom Velos Club Hirondelle. Sondern den 18. August war Porto Vert Hafen von Pizzaimes. Da konnten die neue Anlage besichtigen und noch erklärt kriegen. Der 25. August war eine Pilzerwanderung am Bösch, organisiert von der LSAP-Sektion von Schötter. Das Quetschefest von der Schötter Musik war von Sonntag vom 25. bis 31. August zu Schötter beim Musiksbau. Den 1. September hat DP auf jetzt Campusfest am Centre Culturel zu Minzburg invitiert. Sondern der 15. September war am Schlosspark zu Minzburg La Rose en Fête organisiert von Letzebauer Rosefreund. Du hast dann noch eine neue Rose gedarft gegen Trotterie Charity Rose. Der selbe Morgen war die letzte Masse vom Pastor Nico Scharz an der Schötter Kirche. Der Pastor aus Haifa Abschied gehen und die Gemeinde hat dann oben ihre Wein an der Schötter Treff invitiert. Der 16. September war dann noch die Rentrée von an der Grundschule. Der Schötter Treff hat sich unter dem 18. September ab. Vom 16. bis zum 22. September gouf die Europäische Mobilitätswoche zu Schötter mit verschiedenen Aktivitäten organisiert. Angefangen gouf den 17. September mit der Abweihung von der Rue Jean Ruf Schönberg. Und das Abweihung war zusammen mit der Maison Relais gemacht gehen an Palis hat dort Kanner op ihre Velo enkadriert, die dann den neuen Weg von der Schule bis an die Straße direkt profitieren konnten. Oves derselben Tag gouf dann noch eine Konferenz über Chat Public Space zu Schötter organisiert. Freitag, den 20. September war dann die Abweihung von der neuen Entrée Schloss Gewern zu Straße und ich meine, das war auch von den Leuten flott angeholt gehen. Waren zu viel Leute da und das war ein ganz flott Feier. Wir sind noch mit der Verkehrskommission am Gange, für die sie mehr mit anzubannen an die Mobilitätswoche. Und da erwarten wir also auch von hinten vielleicht mehr Input an Zukunft, dass wir da auch noch flott Ideen umgesetzt kriegen. Dann ist der 17. September gouf ein paar Foto bei der neuen Graffiti-Wand gemacht, die auf der Skaterpiste steht. Und die Jugendhaus war vertreten durch ihren Präsident.
Und du werde Rollo am Gemengeburt klengen Artikel fannen, iwwer die Wand wie se gebaut gin ass, wat de bës man davon ass. Gestern der 24. September wo auch nach Sportlerierung zu Summe mat der Sports- a Freizeitkommission oder organisiert von der Kommission Oversams kulturell. Insgesamt 107 Sportler waren hai als Equipe oder Einzelpersonen gemeldet a geeiert gin. Och huet Rhythmika Lützeburge ganz flotten Optritt gehabt an den dat Event flott enkadréiert. Den 21. September invitiert der Badmintonklub op St. Port du Vert, die as vu 14 bis 16 Auer an der Sportsaal. Sondes den 21. September ass an ihren echte großen Masterstournoi an derselbeter Sportsaal. Sondes den 21. September invitiert Amikal vun de Pomsche ins Beschëtter ab 11:30 op ihre Buffet am Centre kulturell. Deselbechte Sonden hummer a woch nach Staminé, dat ass da vun 10 bis 12 Uhr an der Galerie, an dat gëtt vun der Kommission vum Zusummelliewen mat der Gemeng zu summen organisiert. Samstes de 4. a Sondes de 5. Oktober gëtt an der Galerie im Campus Kur vum Club Senior organisiert, Zeichnen kann jeder, Zeichenkurs mit Volker Gliaugier. Der 5. Oktober invitiert die Umweltkommission vun der Gemeng Schëtter zu summe am Natur- a Volleschutzverein Ewesche Sierdal op eng Visit an der Schlammwis. Rendezvous ass moes 9 Auer beim Fußballsterra, ummeile kann e sech wannnech Gift beim Olivier van Nivenet, seg E-Mail-Adresse ass olivier.vandivenet@gmail.com. D'Equipe vum Cricketclub organisiert och dewegent het grösste Gujarati Samaj Luxemburg Dance Festival am Centre kulturell an der Aler Sportsaal. Den nationale Kommemorationsdag feieren wir den 12. Oktober. An do gingen wir zu Straßech beim Reichsarbeitsdienstlager zwei Panoen aweihen, die de Mark Trosten an de Claude van Divenet ausgeschafft hun, wo se bëssen erklären, wat dat Lehrer war, bëssen geschichtle Stonneien von den Dorem an Erklärungen dazu. Da ging wir um 4 op 5 en kleng Seance machen ha an diesem Saal, wo sie danach können Explikationen gehen. An 6:30 wird dann die feierlich Mass zu Ehre vun den Affer, die het Lewe verloren hunn, fir als Friday zu verdedischen. 4:07 ass danach Duspruch vom Bürgermeister. Den 12. Oktober fand doch der nächste Schëtter März statt, am Kader vun der Oktoberfestzeit invitiert Strpp vun der Schëtter Musik op hier Frühschoppen mat Bluesmusik a Bretzelen bei Bayer Bretzelen. Das wie Grinje März fir gesinn. Den 16. Oktober weist der Fitnesscoach Gwendis Stiefer Magirus am Schëtter Treffer Tonübungen fir duhem zu machen. Samstags den 19. Oktober ass dann die Séance Akademik fir die 50 Joer Feier vum SIAS och hai am Kulturzentrum an der Sportsaal. Frauen a Mammen gin noch dis is Meket fir Blumekuppen fir alle Helien zu bestellen. Das bis Mittwochs den 23. Oktober, dat kann ihr machen entweder beim Sonny Louis um 327 oder beim Astrid um 691, 350, 581 und da gibt es auch eine E-Mail-Adresse astrid_herz@yahoo.com. Dann haben wir noch weiter Sujeten vom 15. September an, gehen eigentlich Publikationen von der Gemeinde nicht mehr systematisch als Bayer-Version an der Briefkiste verteilt. Das neue System schenkt relativ gut anzukommen, weil schon viel steht, die Newsletter abonniert tun, respektive Push-Messagen an der Schëtter-App aktiviert tun. An der kommende Woche werden nach ein paar Rappeller kommen, das steht eng von den 2 Möglichkeiten abonnieren sollen. Für die Leute, die unbedingt gerne Probayer nach hätten, ich meine, das verstimmen, soll auch kein ausgeschlossen gehen, die sollen dann hier Etikett auf die Briefkiste patchen, da kriegen sie auch Probayer. Wir haben natürlich auch gestern schon eine Remark von der Sportskommission gekriegt, wo verschiedene Events noch nicht so gut besichtigt werden, als darüber zurückzuführen, dass die Leute die Informationen nicht hatten, weil man den neuen Modus tun. Ich meine, das wird man weiter analysieren, aber man da müssen Dispositionen holen, wenn das besser klappt, dann machen wir das doch. Dann ist eine neue nationale Veloskampagne gestartet gegen den Google Velo, an die 2 Kampagnen am Velo op Schaf an den Tour de Dorf, die sind eigentlich dummer der Ersatz gehen. Mit dem Prinzip läuft genau den Semmelstön, et fir dem am Velo, et gëtt den dat an der App an kann in der Flottpreise gewonnen. Die App die hecht Radbonus 2 lass, also et gangen den 20. September an all pelodete Kilometer an der Freizeit oder am Sport zählt fir de Konto vun dese Preise. Vom 19. September bis den 14. November gehen noch meist 12 Kuren an der Galerie zum Minzburg im Campus angeboten. Es sind am ganzen 16 Stunden auf 8 Seancen verteilt.
eng franzésich Editionioun vun den Stellefkurre gëtt noch am Februar lancéiert op der selster Platz. Den 1. Oktober fenken an die traditionellen is die verschiedene Kuren nun an der Gemeng Lützeburg-Kuren nach Sportskuren. Dumeldungen sie bis den 11. Oktober nach Meige so lang Platzen an denen Kurre frei sind. Die 3 Yoga-Kurre sind auch schon voll. Da können sich Leute aber noch ein Wartelist ausschreiben. Für den Fall, dass aber die ein oder andere Platz dann am Lauf vom Jahr freigeht oder Leute nicht kommen und so weiter. Zu der Lützeburg-Kuren ist vielleicht so, dass wir insgesamt 4 Kuren anbieten an der Allerminzbar-Schule. 2-mal für den Aufhängerkur A1-1, der das Dienst des Ofens am Mittwochsmorgens. Einmal der Kur 1-2, Niveau 1-2, also 2 Jahre von diesem Kur, der das Dienst des Ofens, und einmal der Kur A2-1, also 3 Jahre, der das dann auch Dienst des Ofens. Gehalten gehen die Kuren des Jahr von 2 Damen, dem Sylvie Bies Rock, hält 3 Kuren, den A1-1 und den A1-2, und Pierre Engel hält das Jahr nach schüste Kur A2-1, eher sie dann am Juni 2025 ganz abhält. Das ist ihr Wunsch, abzuhalten, weil sie nach auch Kuren am Dach halten, und das Ofes alles aber ein bisschen viel geht. Sie will aber nur die Kur A2-1 noch fertig machen, mit ihrer Equipe durchschnecken, über Rede gelos, und da sind wir auch ganz froh, dass man dann Sylvie Rock von tun wird, dann anspringt, und dass wir weiterhin die Opfer da können aber aufrechterhalten. Jetzt sind noch Plätze frei, wie gesagt, und können sich noch ummelden bis den 11. Oktober. Auch am Yogakur haben wir eine neue Madame, die hält. Du hast den Herrn Norbert Berthold, Uni 4 Könige noch 16 Jahre Aktivitäten als Gemeng, hatten gesagt, die Kurre nicht mehr halten. Das war natürlich für dich mal ein bisschen ein Kaldusch. Und dann hatten wir aber Gott sei Dank einen Umkrieg von einer Madame, Aura Pianaro. Und sie hat auch die nötige Ausbildung und sie war auch d'accord für dann die Kuren heute zu schützen, zu überholen, sodass das auch kann flott weitergehen. Meinst du, arrangieren sich Sachen gut, das ist nicht immer so. Dann haben wir eine Verkehrszählung vom 16. September bis den 27. September. Wir haben schon für 15 Jahre so eine Verkehrszählung gemacht, die uns schon Leute auf der Straße an die Autos sind nur gehalten, das gefragt, wovor der Hilfe, wo kommt da? Das geht alles am Anfang digital gemacht, über Kamera gemacht, wo der Verkehrsfluss gefilmt wird und dann nur ausgewertet wird. Und da kann ich noch über die Nummernschilder die Informationen kriegen, wo die Leute hier kommen, wo sie hier gesagt haben. Dann dadurch, dass die Kameras eben überall da am Dorf stehen, wo in der Dorf rauskommt, respektive rausfährt, also Maiage gemerkt, als ob der bannesten Verkehrswehr braucht man sie nicht zu zählen, mehr als da, wo dann der Verkehr an Gemenge rauskommt und rausfährt. Voilà, das ist also eine Maßnahme, die reizt sich an als Politik zum Problem Verkehr. Das sind wichtige Zahlen, die wir brauchen, für die Entwicklung vom Verkehr zu dokumentieren, das erstens mal für den Ist-Zustand festzuhalten, für auch zu gucken, wie hat sich entwickelt von der letzten Verkehrszählung und dann aber auch die zukünftige Infrastrukturen umheimhaft, das wird der Staat en Platz setzt, für ein Pol d'Echange auch zu holen und so weiter, ob da einen Abfluss hat auf den Verkehr an unserer Gemeinde erwähnen und dass das dann noch später belegen kann. Und der Tolle ist natürlich, wenn wir die Zahlen haben, für die aktuelle Situation besser zu verstehen und noch besser können zu reagieren. Weil da wollte ich noch mitteilen, dass die große PV-Anlage am Campus, wo der Marché zu attribuiert gehen ist, normalerweise den Chantier ab dem 14. Oktober dann geht. Da wollte ich noch so, dass also Nachhaltigkeitsresponsabel Daniel Flies, damit eine kurze Vortrag über die Nachhaltigkeitsstrategie auf einer Konferenz für rund plus minus 350 Leute gehalten hat. Das ist ein Tag organisiert oder heißt Innovation in the Built Environment from Luxembourg to Europe und aus vom LIST, also vom Luxembourg Institute of Science and Technology für Lux Innovation an Neobild organisiert. Voilà, das wäre zum Anlauf. Wir hatten aber noch Informationen. Da gebe ich für dich dem Serge Wurtkin. Voilà, ich meine kurz ein Resümee von einer Sitzung vom SIDORS-Komitee von letzten Monaten. Da war dann von ganz kurz im Jour, dass eine Person genannt gehen auf Posten am Sekretariat. Und dann war auch noch an der öffentlichen Sitzung eine neue Posten geschaffen gehen, für eine Equipe zu verstärken am Kader vom Receveur. Dat sinn an vu 2 neii Emploien, die agestalt ginn, fir do ugeléiert ze ginn an wie vun den Deparen, die awer recht an den nächsten 5 bis 10 Joer wette komme méi. Sie wollten awer loch schon do preparéiere, well dat si do awer ganz wichtig Syndikat ass an eng spezifisch Mattier ass fir die Leiit unzeléieren, an dofir sinn die 2 Posten do geschäft. Merci Serge, dann hat den Andy nach verschiedene Informationen. Merci.
Guten Abend. Also an der letzten Gemeinderatssitzung hat man ja darüber informiert, dass das Siedalheim an Zusammenarbeit mit dem Reviseur d'Entreprise ja Provisionen für die Jahre 2018 bis 2022 angelöst hat, für etwas über 4,8 Millionen Euro. Und der Erwartung, dass dann eben CNS die Montoren reklamieren, betreffend der Non-Konformität von den Normen der Qualifikation. Außerdem hat sich schon den Komitee de Gérance vom Siedalheim ja ein paar Mal mit der Croix Rouge getroffen, für über eine eventuelle Reprise zu schwätzen. Auf Basis von den Diskussionen mit der Croix Rouge wird das ja dann noch ein Offer geschickt für Siedalheim zu verholen. Vielleicht noch einmal als kleiner Rappel: Croix Rouge ist bereit, für ab dem 1. Januar nächstes Jahr die Aktivitäten an Personal vom Siedalheim zu verholen. Sie garantieren also, dass es eine Kontinuation von der Prise en charge von den Klienten vom Siedalheim gibt und dass alle Mitarbeiter vom Siedalheim mit ihren bestehenden Arbeitskontrakten überholt werden gehen. Aber außerdem garantieren sie für die Reputation vom Siedalheim und von Help, dass die Aktivitäten und Services weiterhin unter dem Namen Siedalheim werden angeboten gehen. Auf der anderen Seite insistiert dann eben Croix Rouge auch, dass die Responsabilität vom Siedalheim bestehen bleibt, was Schulden anbelangt, und das bis den 31. Dezember 2024, also auch was den Monat Remboursement von der CNS angeht, betreffend die Jahre 2018 bis 2024 inklusive. Croix Rouge hat dann eben ein Propos von einer Konvention für die Reprise des Siedalheim geschickt, und der ist an der letzten Sitzung vom Conseil d'Administration, die den 25. Juli war, unanim angeholt ging. Am Laufe von August hat man dann auch die Information, dass nur die Gespräche mit der CNS und die Berechnungen von der Croix Rouge ein Monat von 330.768 Euro nicht mehr nach höchstwahrscheinlich wird reklamiert gehen für das Jahr 2021. Anfang September kommt dann die positive Nouvelle, dass CNS ein Monat von 330.770 Euro für das Jahr 2021 effektiv reklamiert, was genau dem Monat ist, den Croix Rouge ausgerechnet hat, auf viel mehr niedrig ist, wie was als Provision für das Jahr zurückgelöst wurde, nämlich 973.000 Euro. Das Reklamation für 2021 wird dann noch eine Feiertranche von rund 82.700 Euro bezahlt gehen, das ab diesem Monat an der Basis von einem Plan de Paiement, die von der CNS akzeptiert wurde und auch vom Conseil d'Administration approviert wurde. Es bleiben also just noch die Kalkül de Plausibilität für die Jahre 2022, 2023 und 2024, die abstehen, wo an den nächsten Monaten noch muss weiterhin mit der CNS verhandelt gehen. Dann hat bestimmt doch schon gesehen, dass Schulcampus Container beikommen sind. Die 6 neue Containeren, die auf den bestehenden Containeren draufgekommen sind dafür Manque und Platz a Kurterm zu decken. Wir hatten nämlich 2 Klassensäle am Gebäude 10, die allen 2 an 2 gedeelt waren, wo dann einmal als EBS an als ein Educateur Gradué erbrücht waren, sowie Medizin skolär an einmal E-Klassensaal mit 2 Klassen mit einer reduzierten Unzahl und Kanner. Das 4,5 Säle haben aber müssen als Normalklassensäle umgeändert gehen, wenn es die Unzahl und Kanner, die wir für die Rentrée hatten, für nächste legalen Dispositionen von einem Klassensaal Rechnung zu drohen. Bei der Sommervakanz haben wir als Leute Tischmauern, die demos angebaut wurden, nicht demontiert, das neu angestracht gehen, Tresoskabel sind neu verlöscht gehen, Feuermelder neu programmiert gehen und die Luten an den Strom für die Beamer neu verlöscht gehen. So haben wir dann noch 2 normale Klassensäle, einmal für den Cycle 2 und einmal für den Cycle 3. Aber für das zu kompensieren, was wir aus diesen Klassensälen rausgeholt haben, haben wir eben müssen nach Kurzterm eine Lesung fanden. Du hast dann nur so, dass die 6 Container werden einmal benutzt gehen als Büro für als EBS und als Educateur Gradué und einmal als Klasse d'Intervention. Das heißt, es könnte keine permanente Klasse durcheinander. Es sind dann noch nach 2 Containern Eskalier dabei gekommen, also ein Treppenhaus, die letzte Woche Donnerstag installiert sind. Duschlös an den Kablage sind auch gemacht und Haut am Moor wird dann da alles rangeplündert gehen. Die Schulmedizin als Medizin skolär kann aber nicht an die Container rankommen, weil Treppen nicht per mehr konform sind. Das ist also eine Obligation von der Medizin skolär, und so ist es dann so, dass sie werden am Gebäude 10 oben auf dem Prio an einem bestehenden Büro die werden benutzen. Den ist dann noch direkt akzessibel vom Lift und entspricht auch den anderen Kriterien, die ihr braucht für die Medizin skolär, wie zum Beispiel der Lavabo an Dimensionen, wo sie dann noch eben brauchen.
Bis dato hummer die Kleinklasse missen Eidel geraumt gin an miss eng Brtstand gesat gin an dat an Material wat medizinskolär gebraucht huet, wat der Avalonomie de Fall ass. An da wurde ich nach drüber informieren, dat mir Fondation Cancer kontaktéiert tun, wir können eng Kommune sans tabac zu gehen. Das ist das Teil von ihrer Strategie von der Generation sans tabac für 2040, die eben die Ambition hat, für mit verschiedenen Partnern, die Kanner und Jugendliche von heute zu ermöglichen, die erste Generation zu gehen, die ohne Tabak groß geht. Konkret geht es um 6 Punkte, die der Population so die Möglichkeit geben, nicht den Zigarettendamm respektiv den Tabaksprodukten exposiert zu sehen, so wie der Dunstfüll von den Firmen dann op 105% von der Gesamtpopulation soll aufgehen. Bei E-Punkt davon ist dann eben Kommunen sans tabac, wo die Gemeinde durch verschiedene Projekte am Moyen soll man gute Beispiel 4 gehen. Hier gehen es dann 3 Labeln, die ein Gemeinde kreieren, abhängig von den Punkten, die sie umsetzt, und zwar Bronze, Silber und Gold. Für de Bronzelabel können ze kreieren, muss Gemeng eng Person nennen, die Koordination von dieser Strategie verhüllt. De neue Logo muss op dem Internet sieht an op den sozialen Medien annimmt gin. Als Abwohner sollen darüber informiert gin. Es soll eng Alternativfond gin, für dat Führunggebei von der Verwaltung net mehr möglich ist. Es soll Konsultationen du Gemengepersonal zur Verfügung gestellt gin, für zu probieren man Firmen abzuhalen. Und es muss aber auch ein Etat des Lieux gemacht gehen, für zu gucken, wo Verbotsschilder müssten hinkommen, respektiv wo dann eben auf das Gesetz über Lüt und die Tabak muss aufmerksam gemacht gehen, respektiv wo dann eben noch muss geguckt gehen, was für ein Aschebecherin, wo müsste fortgeholt gehen. Bei diesem letzten Teil ist dann noch der Grund, für was man die Konvention haut noch nicht im Ordre du Jour haben, weil den Etat des Lieux den ausreicht. Wir konnten aber nicht mehr spät wie heute. Konfirmation von der Fondation Cancer, dass sie den 23. Oktober den Etat des Lieux machen kommen und dann auch als am Gemeinderat ihre Projekte vorstellen kommen. Voilà. Das wird dann noch von mir. Merci. Merci, Andy. Für die vielen Informationen. Und da kriegen wir einige Informationen aus verschiedenen Syndikaten von Nico. Ja, guten Abend alle Guten. Ich wollte über 3 Syndikaten informieren. Die erste SIGI, den Sidestono und den Sidere. Aber wie der wisst, SIGI, das ganz große Syndikat, dem 90 Gemenge sind, die Syndikate bekommen zu ihrem Schaffen und dem Gerieren von informatischen Solutionen für die Gemengen. Zu den 90 Gemengen gehören noch 60 Interkommunalsyndikate, 30 Sozialofficer und 537 Krechen an Maison Relais. Nur all die Schwierigkeiten, die am SIGI waren, die hat Matkrit an den letzten 2 Jahren an der Presse auch um den Tisch, wo man ja viele Informationen darüber kriegt. Also eine Reorganisation stattfand mit einem neuen Direktor, mit neuen Mitarbeitern, nur die Wahlen als auch ein neues Komitee, neue Repräsentanten von den Gemengen sind designiert. Im Moment beschäftigt die SIGI 105 Mitarbeiter, davon 31 Konsultanten, 12 von den Konsultanten, die also aufgegangen, es waren dafür der 40 2023 von der Rade 40, mit der Idee, dass die SIGI selber soll Mitarbeiter chargieren, also Leute, die umgestellt gehen, die Statut tun, für die Arbeiten zu machen. Das Budget vom SIGI, das sind 22 Millionen Euro, das Budget ordinär, und den extraordinär, da sind wir bei 3,5 Millionen Investitionen. Wenn ich gucke, was der SIGI finanziell für die Gemeinde Schötter bedeutet, da sind wir bei einem Budget von 189.000 Euro. An den Sitzungen von dem Komitee, da gibt ganz viel Informationen über Erstellen von Personal präsentiert. Ich will nicht darüber gehen, weil sie hier relativ viel Leute angestellt sind an der letzten Zeit. Jetzt sind eine Reihe anderer Themen, die vielleicht mehr interessant sind, wie Lorraine Personalpolitik. Das sind mehr administrative an Themen von der technologischen Erneuerung und auch hauptsächlich das administrative Gebäude, die immer bei den Sitzungen auf der Tagesordnung figurieren. Die neue Approche für gewisse Administrativgestion vom SIGI, respektive die technologische Erneuerung, bei der neuen Approche, da sind eine Reihe Decisionen geholt, die auch umgesetzt sind, dass man für allgemeine Key Account Manager designiert gehen. Das ist also eine Person, die der Gemeinde immer zur Verfügung steht, wenn sie Probleme mit der Informatik, mit den informatischen Systemen, respektive mit dem SIGI hat. Dann ist auch eine andere personalpolitisch, strategisch wichtige Entscheidung geholt, dass in der Gruppe von den Konsultanten, die extern wurden, die von externen Firmen ran beim SIGI geschafft haben,
dass in die an der Sigi heranhält. Und da sind, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein ganz Reihe Transferen gemerkt gehen. Da könnt dabei, dass auch die Freie vom Sigi ein Problem waren und nach Sinn, das ist eine Belastung für die Gemengen, ich meine, das wissen wir, dass es darum ging, dass die Freien zu reduzieren, und hauptsächlich die Freien, die mit, was die nennen, freie Repräsentation überlangen. Weil für drüben also die Journée des Élus gehen, die Sigi Day, die Roadshow gehen, und das wird dezidiert, die Daten zu komprimieren, ob die Roadshow geht zum Beispiel Verzicht, und noch die Journée des Élus und die Sigi Day, die gehen war möglich zu Summe gelöst. Ein wichtiger Aspekt bei so einer Entreprise, die immer muss gucken, dass sie der technologischen Entwicklung noch kennt, als die Formation vom Personal an Politik vom Sigi als an Formation vom Personal weiter massiv zu investieren, das weiter zu feiern, also gut zu verstärken, vis-à-vis von dem, was für die der Fall war. Da stellt sich auch ein vor, musste Sigi all Einzelapplikationen, die ein Gemeng braucht, selber entwickeln oder kann nicht einfach auf den Markt gucken gehen, ob die Applikationen gehen, die vielleicht müssen adaptiert gehen, mit denen aber zu einem billigen Preis können für die Gemengen zur Verfügung gestellt gehen. Und das freie Development, die soll komprimiert gehen, und da lebt an dem Bereich auch Verschiedenes. Und da war noch ein letzter Punkt, den auch soll op Kächten en Abfluss hunn, dat sie Synergien mit dem Centre der Technologie de l'Information de l'État, weil da ginne doch wahrscheinlich Möglichkeiten zu Summen zu schaffen, zu Summe Sachen zu entwickeln, die Stoßrichtung als auch am Gange poursuiviert zu gehen. Und da könnte der Punkt, dat neid Gebäi, da wisst, dass der Moment Sigi an ein Gebäi von der Ehe, früh etwa heute zu kommt und setzt, das Gebäi wird gelungen, das stellt ungefähr 1 Million Euro Lokation pro Jahr durch. Und der Sigi als proprietär von einem malen Gebäi 6 Rue de l'Étang. Und du hast eine Diskussion gewirrscht, für das alte Gebäi entweder zu valorisieren oder komplett neues Gebäi mit mehr Kapazität auf dem Site aufzubauen. An einer Reunion, die war, als eine Diskussion darüber stattfand, und du hast aber zurückbehalten, dass man erst in eine Richtung soll gehen, ein neues Gebäude da abzurichten. Der Moment geht in dem Projekt geschafft, ging aber nach kein detailliert Plan, geht nach kein detailliert Aussagen über den Kostenpunkt. An einer Reunion, das von einem Kostenpunkt zwischen 15 und 25 Millionen mal jetzt gewirrscht. Für das Projekt weiterzutreiben, als an der letzten Reunion Nabisgruppe definiert gehen, wo Vertreter vom Komitee dran sind, ich sie selber auch da genannt gehen. Und ich will auch herheben, dass der Serge, der früher an dem Bereich viel Arbeit gelegt wird, auch da als Expert genannt gehen ist. Voilà, das wäre der Punkt vom Gebäude. Dann wollte ich auch noch herheben, dass der Sigi auch eine Konvention mit dem Sportminister erschrieben hat, für ein Portal zu machen über die sportlichen Infrastrukturen am Land. Der Präsident vom Sigi ist der Philipp Meyers, Member vom Gemeinderat von Dippech, Chefrat von Dippech, und der Direktor ist der Sylvain Moment. Da gebe ich auf die Sidere übergehen. Der Sidere ist zuständig für die Gestion und Verteilung von Trinkwasser am Osten vom Land. Ihm gehören 16 Gemengen an. Die Hauptaufgabe bei der Verteilung ist die Verteilung vom Seebasswasser. Das Seebasswasser oberlangt gehen 3 Millionen Meter Küb oder sind 3 Millionen Meter Küb 2023 verteilt gehen. Es wird auch immens abgepasst, dass da keine Perte sollen sein. Die Statistik kriegen wir immer 4 gelöst. 2023 waren aber 1,23% von der ganzen Wassermasse, die am Cours de Route an den Regionen verloren gegangen sind. Ihr wisst, dass Schütter eine reservierte Kapazität, was man eine Kapazität reserviert, beim Sidere, respektive bei der Seebass hat, das sind 1110 Meter Küb pro Tag. Aber wenn ihr guckt, was 2023 konsumiert ist, da waren wir einen Tag, der 15. September, nur um die Limit rumkommen. Wir hatten da 1032 Meter Küb, die müssten von der Seebass gebrauchen. Das ist aber eine Exception, das kann mal vorkommen, weil Leitungen müssen gebotzt gehen oder wenn die Quelle ein Problem hat. Ich gebe aber so, sonst über das ganze Jahr 2023 waren wir immer ganz weit von der Limite weg.
2023 huet Schëtter vun der Seebas 185.457 Meter Küb Wasser krit, an do sie 74.000 Meter Küb fir de Prison gewircht. Prison as also Russen Abnehmer vun dem Seebaswasser. Kann ich nach so am Allgemengen, dass Gemengen die Member vum CDR sinn, die Kapazité reservé, die Limit respektéieren, während dem Jahr 2023 vor just 17 Departementer, aber dat vor ein autoriséiert Departementer. Tregel as so, wann ein Departement zur Zeit ufreet an de CDR gesäit, dass nach am totale Bereich Kapazitéite freisinn, da kann en die Limite passerieren ohne penaliséiert, ohne finanziell penaliséiert ze ginn. Am CDR gin noch all Joer et Preiser festgeluet, wat am deiersten ass, dat sinn die Meterküppen Kapazité reservé. Dat waren lo fir 2023 367 € pro Meter Küpp pro Joer. An da bezuelt de noch pro Meter Küpp, wer de wirklich konsumiert. Dat sinn 0,67 €. An da bezuelt de noch nach dem noch wie deckt Leitung ass, die Seebaswasser herbeibringt. Dat sind dann 42,5 € pro Millimeter. Wenn den Evalu iwwer die Kapazität rausgeht, dann huet net zur Zeit annoncéiert, da get den Deck bestroft. An do gëtt zum Beispiel de Preis vun den 0,67 € pro Meter Küpp vun der Konsumation, die gëtt verzenngfacht. Aber wenn en ganz groß Quantität braucht, da gëtt er 200-facht. Also da muss ich schon oppassen, dass ich immer an denen Limite bleibt. An ich menge mir hunn am technische Service eng Person, den Herr Schombach, den Zwiwi von den Sachen mischt, an den man guckt, dass man doch kein unnötig zusätzlich Kächten kreen. Am CDR geht dann oft geschwärzt über Servituden, die man brauchen für die von Wasserleitungen, wie schon gesagt, über Personalentschädigungen oder Investitionsprojekte in den Anlagen, für die der CDR zuständig ist. Präsident vom CDR ist den Jos Schöllen. Da wollte ich eine Person über die CIDEST. Wie ihr wisst, ist die CIDEST zuständig für die Aufwasserklärung von 25 Gemengen aus dem Osten vom Land. Sujeten, die do immer optauchen an den Regionen, das einerseits die Großsteigerung von den Baukosten, den Index oder Baukosten, die sind zwischen 2009 und 2023 und die sich praktisch verdürbelt. Und da das für die großen Investitionsprojekte, wo Kläranlagen bauen, ist das natürlich eine dicke Kuh. Dabei kennt das Subventionen vom Staat für Kläranlagen, die 2010 nach bei 90% lochen, die sind lo 2010 nimmer bei 50%. Da könnt als zusätzliche finanzielle Belastung für die CIDEST die Großsteigerung von den Elektrizitätskosten und dann noch Dokumentation von den Kosten für Mitarbeiter, weil das Personal als massiv abgestockt ging durch die vielen Kläranlagen, die da immer müssen in der Halle gehen, respektiv gebaut gehen. So zum Beispiel das Budget von 2024 vom Personal, die lag bei 4,8 Millionen. Das investiert ganz viel. Was geht es da? Bau von neuen Kläranlagen oder Modernisierung, Sanierung von bestehenden Kläranlagen. Da ist noch ein immenser Druck vom Ministerium für das zu machen. Die ganz großen Projekte, das einerseits den Ausschluss von den Gemengen von der Innerster Mosel, zwischen Furmelding und Mertert und die Kläranlage, die neue Kläranlage, enfin neuer Salon nicht mehr rezent Kläranlage von Grevenmacher. Und dann die ganz große Projekte, das uns Kläranlage zu evasieren. Ein anderes Projekt ging vor zu Duelem, Freising, Befort, Ersternachfall, Böllig, Biver, Buß, Montanach. Dann bekümmert sich die CIDEST auch Schafen an Gestion von den Regenüberlaufbecken, bekümmert sich den Ausschluss von Ortschaften und Kanalisationsnetz, zum Beispiel Ortschaften, die wie Kalkesbach, die bis noch nicht geschlossen wurden, an dem Bau von Pumpelstationen. Das Budget vom CIDEST wird die ordentliche Ausgaben überlangt, liegt bei 17,8 Millionen 2024 und die Investitionen, die liegen bei 62,8 Millionen 2024. Den CIDEST hat auch zwei Linien für das Präfinanzement von den Investitionen bei Banken abgeholt, eine Hauteur von am ganzen 70 Millionen Euro.
Das heißt, für zu vermeiden oder für zu verhindern, dass die Gemengen die Investissementer müssen präfinanzieren. Ein anderes Sujet, den auch oft zu Diskussionen feiert, dass die Quantität von Klärschlamm, was man dem Klärschlamm machen. Es stellt fest, dass die Quantität dauernd abgeht. An ein Deel geht auf die Felder als organischen Dünger entsorgt, an der Rest geht nach Deutschland transportiert oder verbrannt. Aber wenn die Bauern die Klärschlamm auf ihre Felder ausdrohen, dann dürfen sie nicht, egal welche Kulturen da uppflanzen. Aber wenn es dem Nordeel kriegen sie eine Kompensation vom Südest für alle Tonnen oder Meter Küb, den sie ausfeuern. Und stell dir fest, dass den Deel, den auf die Felder ausgefeuert wird, von Jahr zu Jahr hochgeht. 2019 wurden nach 60%, und 2022 nicht mehr 21%. Auf dem entgegenzuwirken, hat der Südest dezidiert, Tarife für die Bauern von 21 € pro Tonne auf 60 € pro Tonne herabzusetzen. Wobei muss bedenken, dass für eine Tonne Verbrennung 140 € als Kosten auffallen. Bon, die Kläranlage von Ivasieren, die konnte ich ein Bild machen, wo die Chantier drin ist. Wir hatten ja eine Flottvisite am Sommer. Ihr wisst, dass die Kläranlage denkt, für das Wasser zu klären, Dorfwasser zu klären, an dem Anzugsgebiet von den 4 Alesias-Gemengen an, von Weiler zum Turm. Die Einwohnergleichwerter, die Kläranlage soll bewältigen, die gehen nur der Modernisierung an dem Ausbau von 35.000 Einwohnerwerte auf 122.000 Einwohnerwerte herab, wovon der Flughafen an der Prison für 70.000 Einwohnerwerte responsabel sind. Es gibt auch einen Glykolspeicher gebaut, der am Findel direkt über Kollektor verbunden ist, von 30.000 Meter Küb. An den Betriebnahme von der Kläranlage, die ist geplant für den Dezember 2027, wo wir aber so sicher sind, dass den Delay nicht gehalten gehen. Es soll auch eine 4. Reinigungsstufe, die also Mikroschadstoffe wie Medikamentenreste zum Beispiel soll eliminieren. Die soll auch die kennt auch da dabei, an die also mal geplant für am Juni 2030 an Betrieb geholt zu gehen. Es geht hier um eine Investition von 160 Millionen, wovon der Staat 130 Millionen bezahlt, an Gemengen 30 Millionen erschüttert davon 6,8 Millionen. Obwohl wir uns müssen bewusst sein, dass das dort Estimationen sind an die Kosten, die hier noch auffallen werden, wie hoch sind. Dann sind auch 2 Rückhaltebecken, die an der nächsten Zeit werden an der Gemeinde modernisiert, installiert gehen. Das ist einerseits ein Rückhaltebecken neben dem Pavillon zu Minzbech, und andererseits der Erneuerung von einem Rückhaltebecken zu Ivasieren, westlich von der Rue de Mensdorf. Voilà. Der Präsident vom Südest ist der Jérôme Laurent, der Bürgermeister von der Gemeinde Mertat. Die hat auch mitgekriegt, dass ein neuer Direktor en place ist, Daniel Musel, den wir Gelegenheit hatten zu sehen bei der Visite, an die den früheren Direktor Jean-Marie Ries remplaciert. Voilà, das wäre mein Deal. Merci. Merci Nico für die vielen Informationen. Dann haben wir noch ein paar Informationen von Jean-Marie. Ja, merci Claude. Schön genug noch von meiner Seite. Schon dann 2 Informationen vom CGR Sierdal. Die erste dann an diesem Moment sind 2 Missionen aus dem Conseil an dem Büro Exekutiv herausgekommen. Und zwar der Mike Hage von Junglönster und Jacqueline Breuer von Sandpfeiler. Der Mike war Präsident und Jacqueline Sekretärin von der SBL. An der letzten Sitzung vom CR, wo man dann als Simon Massa Stietz, das Conseil von Sandpfeiler als Präsidentin bestimmt ging, an der Jean-Paul Röder, auch für Sandpfeiler regelt an dem Büro no. Der Posten vom Sekretär bleibt also noch vakant. An der Conseil geht dann noch bis zur RG den neuen Chef von der letzten Gemeinde Ola für Sigurdsson kooptiert. Bachelor. Das Bachelor. Den zweiten Punkt, 4. Oktober feiert den CGR Sierdal seine 25. Anniversär zu Sandpfeiler und Centre kulturell, wo ein anderem auch den Arbeitsminister dann invitiert ist. Bei der Gelegenheit wird dann auch ein Film über die Aktivitäten vom CGR gewesen. Voilà, das war das, was ich wollte sagen. Merci.
Ja, da merci Jean-Marie van du direkt kein frohe sinn, da können wir mal später enke darüber zurückkommen, da kimmen mal zu eiser normaler Daresordnung de Wort publik de getrau dem Rugefangen am Jean-Marie an da wollte ich nach der opmerksam fleisch gesinn de Punkt 4 Punkt 6 du steht der Akt Approbation der Akte Wand das aber Approbation der Akte Session à titre gratuit du hast am Morde du jour kleine Fehler dat voilà. Wir kommen dann zu einem ersten Punkt, Environnement et durable. Ich meine, wir haben ja Leitbild 2030 an wir hast du vorgestellt als Schafferrot, wenn wir die Ziele wollen erreichen. Und das sind noch Sachen, die wir an unserem Koalitionsprogramm geschrieben hatten. Da muss man sich eigentlich vorstellen, wie machen wir das, wie können wir mehr nachhaltige Energie produzieren und auch eventuell Energie, wo wir da vielleicht auch eine Preisgarantie können geben. Wie gesagt, mir als Trogestalt wie Mammer dat an dafür sind wir auf den Weg gegangen, für dann zu summen beim Energiepark reden, ein Energiekonzept auszuschaffen, wo es darum geht, wie können wir die nachhaltige Energien developieren, weil das möglich an unserer Gemeinde. Und natürlich, ich meine, das geht immer à pair, auch Männer Energie verbrauchen, also die Augmentation von der Effektivität energetik. Wir haben dazu immer mal am Energiepark Rede gemerkt, der Produkauten, der Ben Scheitler und der Piet Alf, und wir sind froh, dass der Produkauten heute zu begrüßen. Man hat schon bald gefragt, das ging nicht klappen. Mit hat ja dann aber geklappt an, ich meine, an dem Konzept, wo sie ja irgendwo aufhängen, von der Zule von 2023. In der Zwischenzeit haben wir also auch schon weiterentwickelt. Ich will aber just zu quantitativ Zule gehen. Also 2023 hatte man 60 Aufruhen, Baugenehmigungen für Photovoltaikanlagen zu bauen. 2024 waren das 133. Und die Jahr sind noch nicht fertig. Da sind wir bald zweimal so viel wie 23. Und dann bei den Wärmepumpen da ist es so, dass das 2023 war. Und du weißt aber noch nicht, ob das neuer sind oder wo all Ölheizung, weil das ist das interessant, dass auch durch Wärmepumpen ersetzt gehen. Das waren da das Jahr bis lo nicht mehr 14. Das kann aber dadurch sind, dass neue Projekte realisiert gehen. Mit Geseiten aber, dass dort Leute auch immer mehr auf die Wärmepumpen gehen, was dann auch doch mehr als für ein Jahrzehnt war das noch nicht, oder eine Wärmepumpe noch nicht so viel Energie produziert, dass von ein Haus nicht optimal isoliert war, da sind das da konnte abbauen. Dann noch eine heute Information direkt, dass man ab dem 1. Oktober dann eben für die Photovoltaikanlage keine Baugenehmigung mehr frohen, also keine Demontautorisation muss mir gemerkt gehen, mehr eine Deklaration Travaux geht dann durch. Das vereinfacht Prozedur, das nicht mehr den Delay, wo muss ausgehangen gehen, spart den 130 €. Für allem halten wir aber drauf, dass noch immer muss eine Deklaration Travaux gemacht gehen, weil wir müssen ja wissen, wann du ein Erbeste möchtest, was das und so weiter, wenn du anruft, möchte mein Opa dann do, dass die Gemeinde kann informieren. Voilà, das als Introduktion, und da gebe ich dem Produkauten Wort, für das Konzept vorzustellen. Und ich meine, wir haben noch ein Avis von der Umweltkommission am Dossier gehabt. Da gehen wir auch schon auf verschiedene Sachen darauf an. Und wenn da noch Fragen sind, dann wollen wir natürlich auch gerne auf die antworten. Voilà, und ich glaube, gut, entschuldigung, ich da noch von du musst sehen, wie intern die Informationen falsch rübergegangen sind. Ich hatte im Kalender aber 6 Stunden, wir sind schon mal aber 6 Tage gewirrscht. Es sind noch Ersatzmann von den 2 anderen, die in einer Formation am Ausland sind, wenn es Wärmepumpen dafür kann ich schon noch mal untreten. Weil das schon gesagt geht darum, für das Energiekonzept von der Gemeinde dann 40 Stellen, aber wenn er das möchte, dann muss er sich für diese eine Grundlage schaffen, dass er weiß, wo ihn drin ist und noch wie die Entwicklung ist. Und da geht natürlich auch demografische Entwicklung, die geht an die Lut. Das ist ja noch positiv, dass wir Leute an die Gemeinde kommen. Auf die andere Seite haben wir auch schon gesagt, die müssen Energie abspüren, müssen mehr mit erneuerbaren Energien aufgedeckt kriegen. Da müssen sich die so bewusst sein, wann das geht. Es sind am Leitbild bis 2030 Zielsetzungen dran, speziell auch was die öffentlichen Gebäude angeht, mit das Energiekonzept, das geht über Gemengen, Infrastrukturen raus, mit das guckt
erwerft den Blick op die ganzen Territoire von der Gemeng fir zu gucken wie du kann dann auch mehr eng umweltfreundliche Energieversorgung opbauen. Wenn man den Energieverbraucher eng Territoire von der Gemeng gucken, dann sind immer die zwei groß Wolleen engerseits der Strom und dann den zweiten als alles wat hützt du geht. Bei dem Strom wurde dann engerseits eng Oplesung op die Einzelortschaften gesehen, dass sich der Kuch zwischen Jore lo nicht wesentlich opdeelt. Beim Strom wird den Vierdeler sehen, wat dann geht, ob gemoose Werte vu Kreos kann zurückgreifen, natürlich das schon eng relativ genau Bild geht, dass du Ormol heinst du klein Ausreißer sind me über die Wegkoordinator über Joren auch relativ gut wieiert. Dat ist engerseits eng geografische Abdelung, mir war auch eng Abdelung op die verschiedenen Sektoren an durch die Verbrauchstournee von Kreos kann ich da doch relativ flott wie wäre wat auch eng Revodikation also nie vom Klimapakt da sehen nicht mehr blandisch geht mir da sehen dat den wie die Situation hast, dass sie nicht auch am Ende behält, für dass sie noch kann mosen, wann Moosnahmen ergraf gehen, ob die tatsächlich dann am Endeffekt bemerkbar werden. Wenn Riesa Mac sieht da immer so Zolle stehen, dass die Moosnahmen aus dem Klimapakt, die von dem einzelnen Bereich betroffen sind. Das heißt, es wird auch geguckt beim Energiekonzept, dass das Wert proposiert wird, dass das auch möglichst konform ist mit dem Wert im Niveau vom Klimapakt verlangt wird, wie das, wann da das Konzept dann eigentlich will am Klimapakt realisieren, also durch im Maximum davon hat und dass sie noch nicht an eine Richtung gehen, wie die Durchstellung von den Zölle schon geht. Man gesehen, eine gewisse Tendenz, eine gewisse Entwicklung, die bestimmt speziell, ich meine Haushalter, geht den Verbraucher und Lut, man auch gesehen, dass Dünzel von Leuten zuhält, am Niveau von den Betrieben, hätte keine Mengen gut 21 als draufgegangen, wenn es Corona mit mir dass Tendenz so weitergeht. Wird als dann eng Momentopnahme an ich meine, was wichtig ist, sind bei den Energiekonzepten nicht die absolut Zölle mit sind. Einerseits die größten Ordnungen, das sind auch Tendenzen, die kann rauslesen, an für dann daraus können, an Nummer können zu schaffen. Dann eng immer muss als vielleicht den spezifischen Verbrauch von den vom Strom bei pro Einwohner respektiv pro Haushalt einen oder einen Haushalt oder pro Einwohner, wo da gesieht, dass sich bei einem Haushalt eine Tendenz keine so liegt rückläufig ist, sie erst nach eng Grimmel über der Moyenne am Land, aber ich meine das also nicht unbedingt etwas, wo sich solo dann lang damit abhalen will, ob das schon eine Analyse braucht, für zu wissen, ob das wie die Haushalter, wie viel Elektromobilität zum Beispiel schon da sind, respektiv auch wie viel von den Haushaltern auch mit Strom und einfach hier als Versorgung dann aufdecken. Dafür, wie gesagt, dass die Tendenz am Anhalt dann guckt, wo sich eventuell par rapport zu anderen situiert. Bei der Stromproduktion, und das ist immer so, wir gucken nicht in den Verbrauch, wir gucken auch auf die andere Seite, wo wird Territoire von der Gemeinde schon Strom produziert, auch darum an einer Evolution von den Jahren, und da mal einen Effekt, der wird mal auch bei anderen Slides herumfahren, dass Biogasanlage, die 2015 nach Betrieb ist, und du war zwischen 15 und 20 der Betrieb angestellt wird, wird dann natürlich einen Effekt auf Produktion, speziell was der Bereich von erneuerbaren Energien angeht, jetzt oder die fossile Kombination, die mit Gas geht, die auch dann nicht auch Strom produziert. Und da habe ich gesagt, Biogasanlage, wo wir gut in der Weg sind, für dass wir den Ausfall von der Biogasanlage auch schon durch einen Teil von der Photovoltaik kompensiert kriegen. Aber wenn wir die nächste Slide gucken, sehen wir, wie die Tendenz ist. Das ist das nationale Register von den Photovoltaikanlagen. Da sehen wir, dass wir speziell auch zwischen 22 und 23 einen relativ guten Sprung hatte, was denn so geht, an installierter Kilowatt Leistung Territoire von der Gemeinde.
Die Anlagen 23 die gehen erfahrungsgemäß echt an der zweite Ausland vom Jahr oder ist zum Schluss vom Jahr Betrieb. Das heißt, die Produktion von 23 hat man hier einen Effekt noch nicht an der Produktion an dem Slide für Drohnen von 23 ist ausschlaggebend als natürlich laut Jahr 2024 an dann nur den natürlich auch immer zweiter Effekt, also die liegt mit niedrig Produktion 23 also einfach durch Mann Sonnestunden 23 im Vergleich zu 22 zu erklären. Das war landesweit so, das nicht nur so, das heißt 23 als Mann Solarstrom produziert, die will man eben Käse super Summe hat. Das heißt Tendenz, was so wo es geht von der Photovoltaik ist gut und das ist auch mengnisch wichtig, dass speziell auf dem Sektor auch geschafft wird, weil das so eng von den Ressourcen, die am einfachsten mit einem relativ großen Potenzial auch am Niveau von der Gemenge an, nicht nur der Gemenge, auch landesweit können erschlossen gehen. Der Kandidat auch, also die Stromproduktion auf Verhältnis setzen zu dem gesamten Verbrauch, wie viel Decken mal oder machen, und da sehen wir auch die Evolution 1523, 2015 immer nach rund 15% von dem gesamten Stromverbrauch mit erneuerbar gedeckt, weil wir 12% lang über Biogasanlage beigesteuert haben. Da tun wir aber, wie ich wieder gesagt habe, wir sind zwar nur auf 6%, aber Photovoltaik hat sich praktisch verdoppelt. Und mit der Tendenz, wo man sehen, muss das sich auch dann löser verbessern. Für den Rest also die 12%, das das, was von der Gaskonzentration kennt, die kleine roten Teil. An der anderen als dann importierte Strom, das heißt den außerhalb von Territoire von der Gemenge dann produziert wird. Wenn man da gucken, das kann ich dann mit den Zölle spielen. Ich meine, der Grundlehrer ist da kann ich da raufbrechen, rein auf den Stromverbrauch von den Haushalter. Und da sind wir dann auf einer Größenordnung am Moment 23 schon von 22% vom Stromverbrauch, das heißt guten Fünftel von dem, den dann aus lokaler Produktion kann aufgedeckt gehen. Das ist geguckt, ob das über die Jahr produziert wird, aber die Jahr verbraucht wird. Also nicht unbedingt an Echtzeit, aber das ist ein rein Vergleich Produktion über die Jahr mit dem Verbrauch. Und das ist soweit für den Strom. Ich meine, da kann ihn, wenn er zum Beispiel dann gezielt Haushalt ausschwätzt, aber wenn ihn auch füllt, über die den Haushalt Feedback gehen, will aber auch viel Photovoltaik am Bereich von den am residentiellen Bereich ist, kann ihn das auch dann positiv Rückmeldungen an Zukunft gehen. Die zweite große Teil ist dann Tötzt. Das heißt, dass alles wird geholget für die Gebäude zu setzen, aber auch für Wasserproduktion. Und da haben wir dann ein ähnliches Bild, wo man also die Abteilung ob Haushalte, Betriebe, öffentliche Gebäude und dann das am Ganzen mit dann auch die Evolution von 15 bis 23. Das heißt, da ist den renge Verbrauch. Der geht nicht dieselbe Situation wie beim Strom, wo man können Ränge wird Kreoskonteuren, die Verbrauch ermitteln, aber da als zum engen Teil gemose Werte über das Erdgasnetz, die auch von Kreos kommen, und dann sind die einer über Ermittlung von Unzahl von Wärmepumpen, Holzheizungen, thermische Solaranlagen, und dann aber auch dem nationale Wärmekadaster, wo dann das geholget für dann den Teil, den Mann greifbar ist, dass alles, was nach Musik lebt, für auch den dann mit auflesen zu lassen. Das heißt, also, kann nicht so, dass in rein Kontosmus nur mit das sind jeweils Aufschätzungen wichtig ist, eben, dass dieselbe Methodologie Jahr für Jahr hält, für zu bestimmen und nicht all Jahr seine Regeln dann ändert. Und da kann ihn auch über DW einen relativ verlässlichen Zwiebeln von dem Wert so geschieht. Bei den Haushalter müssen wir nicht Zahlen, wie die evaluiert tun von 2015 bis 2023, sowohl was davon angeht, wie auch was Haushalter angeht. Und da kann ich nur mal den auch da ist spezifischer Verbrauch gucken pro Haushalt oder pro Einwohner, für dann auch
man zu schaffen am Magazin, wenn man von 15 auf 23 von innen Uwen das kann ja gucken, da kann ihr so, dass der Effizienz im Niveau von den Verbrauch bei den Haushalter besser geht. Und da kann ich noch weiterhin darunter schaffen. Selbe Lo bei der Hitze, du hast natürlich auch interessant für sich umzugucken, was geht von dem Hitzverbrauch, von welchen Energieformen aufgedeckt. Und da sehen wir leider noch, wenn wir gucken, den dicke Kuch, den also immer mit dem dunkel blau-grünen Teil 52,4% aus den Erdgas, 40% Masut. Und dann haben wir für den erneuerbaren Teil, da hat man da ein bisschen mit der Furf gewesen, also die Roden, das nicht die geringen, 3,4%. Den geringen in diesem Fall ist das Wert von dem Fernwärme aus mit dem Gas als Hitze produziert wird. Aber bei dem erneuerbaren Anteil ist den do 3,4%. Und da sehen wir an dem kleinen Kuchen hier drin, es wird die sich zusammensetzt, dass sie lauter Klangfraktionen, wo die 1,1%, das dann Solarthermie, mun orange das Nährwärme mit Holzheizungen, mun bisschen Holzhackschnitzel, Holzpellets. Und dann war da interessant, dass das geht da jetzt 0,2% jeweils den geringen an den Bongendeel. Und dann guckt das Luft wärmt, dann Erdwärmt, das sich Penetration lo von den Wärmepumpen, die so los bemerkbar mischt. An die Mengen wichtigen Undeel muss an Zukunft doch können überholen, weil die Technologie aus die auch an Zukunft speziell die großen fossilen Deel Erdgas am Masut muss können ersetzen. Und dann kann die Situation sich dann auch dementsprechend drehen. Wenn ich dann die Situation von der Verbrauch hört, dann kann ich gucken, was ist das im Niveau von CO2-Emissionen, weil man ja speziell was das Klima angeht, mengen ich immer mehr konfrontiert gehen, dass da ein reelles Problem ist und dass ich muss CO2-Emissionen reduzieren. Aber wenn wir gucken, wo die hier kommen, im Niveau von dem Territoire, da haben wir dann auch die größten Teil, den dann von dem das Strom anhitzt, das heißt, der Strom, den dreht 20% zum CO2 bei, anhitzt zu 8%. Aber wenn wir das dann gucken, wie das auf die einzelnen Kategorien abteilt, dann haben wir an ihrer Gemenge über bald 60%, was von den CO2-Emissionen auf die Kräfte von den Haushalten geht. Da kommen 99% Betriebe und Gemenge gebeiert 2%. Das soll nicht, also das meine ich, ein Bild, was immer wieder bei den Gemengen, das hilft nicht, dass die Gemengen bei den Gebäuden nicht soll machen. Die soll als gut Beispiel 4 gehen. Die retten nicht CO2-Bilanz von der Gemenge, mit also wo demonstriert gehen, wird die anderen auch können machen. Und wenn ihr seht, bei den Betrieben ist es vielleicht mich schwer, wenn du mal einen Abfluss hört, dann müsste es Sinn für zu sagen, dass man auch intensiv mit den Haushalten beschäftigen und da auch wirklich am Niveau vom CO2 etwas zu holen, also speziell dann, wenn wir links gucken, im Niveau von der Hitze. Und wenn ihr da guckt, für den, wie das am genehen Urlaub von der Abteilung hier abteilt, auch was die Evolution geht von den CO2-Emissionen, da sehen wir, dass bei den Haushaltern, weil da ja auch die, was die Haushalter zugeholt bei den Betrieben wird bis aufgeholt, am gesamten Tendenz nur innen. Du steht oder oben ILR Strommix, weil zuletzt wo es sich zwei Basis gehen wie in den CO2-Emissionen vom Strom rechnet. Beim ILR, das du wie auch bei dem Stromkennzeichen von ihrem Fournisseur drauf steht, da sind zum Beispiel ja erneuerbare Energien null CO2-Emissionen, weil da nicht ganz richtig ist, weil auch für die herzustellen wird Energie gebraucht, für eventuell so Plätze transportieren, wenn der Holzhack gut, die muss gehäckselt gehen. Also da ist CO2-Emission nicht null. Dafür kann ich auch rechnen mit einem anderen Faktor, das ist da mit dem nationalen
Wert für den Strom, dass zum Beispiel den noch geholget von den Energiepass gerechnet gehen, du hast den Faktor ein bisschen mehr hoch. Und du hast den auch eine Evolution dran. Und du siehst da speziell, wenn du guckt, du hast einen Charakter dran, wo den 15 und 21 viel mehr ist als für 22 und 23. Und das sieht da flott. 15 und 21 war der Faktor für den Strom 0,651 Kilogramm pro Äquivalent, also an den 2022 und 2023 0,367. Das kennt du hier, dass engerseits beim nationalen Strommix den Zuwurf von erneuerbaren Energien zu Lützeburg mit berücksichtigt wird. Und kann aber auch Faktoren haben, wie zum Beispiel wie den Turbinengasverpör zu ausgeschaltet sind, weil jemand Gas funktioniert hat, hat auch einen Effekt gehabt auf die Emissionen von dem Strom als Lützeburg an den anderen importierte Strom, wo es auch mehr erneuerbar bemerkbar ist. Die hat aber nicht alle Jahre so gepasst, dafür den dann so einen Treppeneffekt, bis die neue neu und die neuen Bedingungen dann angepasst wird. Wie gesagt, wie ein Rechnen, also mit den zwei gerechnet gehen, soll just dann immer sich bewusst sein, was für ein CO2-Faktor sich rollt. Und bei den zwei Mengen ist von dann eine gewisse Tendenz, sie wird die Jahre rum. Und soll dann immer richtig rechnen mit. Das ist auch wichtig zu wissen, was fand da zum Beispiel bei einem Energiepass rum, was fand da bei dem Strom, bei ihrem Stromfurniseur rum. Und dann die Situation, da gibt es gerne verbessern, da muss ich gucken, was das da für Potenzial hat. Und du hast dann alle Senke auf die Leistung zugehen. Mit denen, dass dann, wenn man in die Einzelproduktionsformen guckt, ich meine, es gibt viele Wanderlerner als Lützeburg gebaut, dass so einen gewissen Interesse kann ich so bei den meisten Mengen dafür zu gucken, ob hier im Territorium nicht noch ein anderer möglich ist. Das haben wir auch bei ihr geguckt, dass auch ein Site identifiziert gehen. Noch eine Reihe Kriterien, also sowohl was Biodiversität oder andere Kriterien angeht, Access zum Reso, Distanz zu den nächsten Häusern. Und was aber bei ihr natürlich problematisch ist, dass Proximität von dem zum Flughafen an dem Radar, was schon relativ problematisch ist. Das nicht unmöglich. Es wird nicht einfach gehen. Da sind noch Gespräche mit Solar, die viel Wandprojekte in Lützeburg developieren. Und die machen eine Analyse. Du kannst je noch Anlehrmodell, Wandanlehrmodell, vielleicht overklappen, was der Radar angeht. Allerdings muss dann aber auch nach die anderen Faktoren stimmen, dass genug Strom kaputt gehen, dass auch das finanziell rausgeht. Also das ist im Moment Situation, das heißt, das nicht ausgeschlossen, mit sind aber eine Reihe detaillierte Analyse, wo soll er nicht bis du eine Antwort tut, mit der Piste, die wo auch weiter soll gut verfolgt. Ich meine auch von der Gemeinde mit ugedrift wird. Und dann, ich hatte schon gesagt, Solarenergie ist relativ groß, wichtig Potenzial, speziell für Solarstrom zu machen, mit Photovoltaik. Und du hast zum einen geguckt, wer das als zusätzlich Potenzial du mit dem Indikator von der Klimaagenz und Territoire von der Gemeinde insgesamt an das Wort geguckt gehen. Ich hatte wieder vom guten Beispiel von der Gemeinde geschwärzt, wer das als zusätzliches Potenzial auf den Gemengen Gebäude zur Verfügung. Und du hast dann eine Simulation gemäht gehen Schulcampus, also wie schon eine Anlage an der Planung, wo der ich dann auch vergeben sind, aber eine Anlage wird gebaut gehen. Und du hast dann eben für den Rest von den Gemengegebäude guckt, die war nicht zusätzlich nach zu auch bestehenden Anlagen nachkennt doppeln. Da sieht bis sie, da sind noch mit Kleinanlagen dopp, das Kindgebäude verschont blieb, für das ihr wirklich seht, wo es möglich ist, soll doch können gemäht gehen. Und aus dem ganzen Potenzialerhebung hast dann ein Bild gehen für den
Potenzial am Bereich vom Strom an der sieht was ich für schon gesucht tun den gelen Deel als das Solarpotenzial Photovoltaik als dat wat dominiert den Nummer Wandkraft an dann als erfrelicherweise pro NRW für neue Biogasanlage zu realisieren, die dann natürlich auch gewinn Deel zur Stromproduktion und Territoire von der Gemeinde beidroht. Und dann die kleinen dunklen Deel als dann dat wird über die Gemenge Gebäude kennt auch zu dem Kurto beigesteuert gehen. Dasselbe ist, da hast du Strom, dasselbe ist, da guckt in den Bereich von der Hitze. Du immer natürlich bei den Haushalten, das sind die wir gesehen, die meisten CO2-Emissionen haben rund 15.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Und wenn ihr das guckt, wie das sich abteilt bei den Haushalten, im Moment dann nur den die Möglichkeit für einen großen Teil, also die 35,9%, die wird erdwärmt, über den Masut, den ihr müsst ersetzen, durch den Erdgasnetz, und dann die anderen kleinen Teile, wo Solar, Thermie, Luftwert, Erdwärmt, dann sich das zusammensetzt. Und wenn ihr das angeht, speziell für die fossile Energie rauszukriegen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. An was Technik angeht, da kann sich drin erklären, wie ihr wollt. Da landet den over bei einer stromgeforderten Lösung auf Basis von Wärmepumpen. Es gibt auch mit verschiedenen Lösungen mit Pellets, aber du hast die Ressourcen auch begrenzt. Braucht mehr Platz, das mir schwer auch an den residentiellen Bereich umzusetzen. Und dafür als Schlüsseltechnologie die Wärmepumpe. Und man hat da geguckt für 10 Quartier, wo es sich besonders interessant sind. Und da gibt es das Go, dass die fossile Energie rauskriegt und dann CO2-Emissionen noch reduziert. Das sind dann die doen verschiedenen Inseln. Und do gibt dann eng Analyse da gemäht gehen, was das gibt bringen, wenn du dann die Gasverbrauch gibt durch Wärmepumpen ersetzen, wenn ihr gibt aber auch nicht mehr Heizung ersetzen, mehr auch gucken für die Gebäude zu sanieren. An was das gefäße, wenn du dann durch die Wärmepumpe natürlich mehr Stromverbrauch gibt kriegen. Und die Zölle weisen nicht an nur was das von Abspuung gibt bringen. Bei den öffentlichen Gebäuden also, dass du auch Strategie wie für von Wärmeversorgung auf Wärmepumpen respektiv Nahwärme umzurichten. Und du hast Gemenge sich schon gut in der Weh, wenn du guckt, die Ablöschung von ihren Gemengegebäuden und Infrastrukturen. Da sind den blauen Teil, das ist schon Gebäude, wo geplant ist, für sie auf Wärmepumpen umzurichten. Und das passt auch dann wirklich flott zu der ärmeren Strategie für auf Gemengegebäude Photovoltaikanlagen zu legen, weil ihr haut könnt mit denen am Verbrauch dann einen großen Teil vom Strom, die Wärmepumpe braucht, für das zu machen, direkt aus der Solarenergie aufdecken. Dann geplant oder envisagiert aus der Gelendeel für die Europa Wärmepumpen umzurüsten und dann spezifisch, was den neuen Dörfkehr angeht, soll geguckt für ein Konzept mit einem kahlen Nahwärmenetz zu machen, wo ich nur kurz drauf zurückkomme. Bei den solarthermischen Anlagen, du wärst schon an der Vergangenheit denke Potenzial ermittelt gehen, da so neu angepasst gehen, für zu gucken, wer den an dem Bereich kennt zusätzlich auch als Anlagen nach ob den Häuser realisieren. Kita sind do haut immer ein bisschen an den Konkurrenz als mit der Photovoltaik. Das eine schließt das andere nicht aus.
an egal wéi wann et dann vielleicht over Photovoltaik gëtt, dann as Lesung du kann jocht festsetzen, dann do auch wie eng solarthermisch anleer Cookie mat klassischen anleeren. Do sind dann auch Potenzialer op Kartografie von der Gemeng gelöscht gin, en gewisse Systematik het an dat auch kann systematisch auswerten an Mattinen Usetz dat heescht ëmrichten von den Inseln am Bereich von Haushalte op Wärmepumpen, die Umrüstung von der Gemengegebäude, dat Kaltnervenetz Dürfkehr an dann die zusätzlich solarthermischen Usatz können dann ob ein Resultat wie dat dann Potenzialer durchlädt an da gesehen wir immer auch dass der geringen Deel den Deel den durch Wärmepumpe kann umweltfreundlich produziert gehen dominant das und dann die Äner steuern dann bis man dabei mehr geht nicht drums, da se pikt so eng raus, wir müssen an allen Ressourcen, die wir hun, muss man probieren Potenziale auszuschöpfen, die do sind. Dafür das kein besser oder mich schlecht. Es geht darum, dass man kein vernünftig und do sicher gibt, wo es zu holen ist. Wenn man da gucken, bei den, wie das dann noch ausgeseit, zum Beispiel bei den Haushalter, den Wärmebedarf, den iwwer den nationale Wärmekadaster ermittelt gin ass wann du hast och am Wärmekadaster Gebäudetypologie d'Alter vun Häuser erfäst an du sind dann och Ausbaupotenziale dabei, durchschnittlich Potenziale, wann die verschiedene Moosnahme mischt an dat man dann noch fir d Gemeng aus dem Kadaster rausgeholt an du kann eng Größenordnung von 20.000 Megawattstunden, das ist nicht gerade 1000 von dem, was verbraucht wird, als Ausbaupotenzial identifizieren. Und das sind dann abgeschlüsselt, auch aus dem nationalen Wärmekadaster, für die verschiedenen Elemente von der Enveloppe, Fassade, der Fenster, Heizung oder Kellerplafond, je nachdem von der Maßnahme mehr oder minder Ausbaupotenzial. Das Chlor, du kann nicht bei jedem Haus direkt Fassade gemäht gehen und neu gemäht gehen. Mir wichtig ist es da sehen, wenn die Leute erbig im Haus machen, dass man es dann auch die richtigen Maßnahmen ergreifen gehen und dann auch das Ausbaupotenzial erschlossen wird. Bei dem neuen Dorfkehr, du hast so, dass du eine Reihe Gebäude geholt sind, die aus dem Netz angeschlossen gehen. Und das sieht dann so aus, dass in Heil auf der Karte der Bereich gesagt, du gibst an dem gelben Teil ein Sondefeld gemäht gehen, das heißt Erdsondebohrungen für da können dort Erdhitze zu nutzen. An die Erdsonden, die geben dann ein Nahwärmenetz belieferen, dat gesinn rot agedro, da so en provisorischen Trasse, dat muss natürlich bis gene geplant gehen. An dat as dann so, dass kalt Nahwärmenetz, also dass von der zum Beispiel aus dem Sondefeld mat 17, 18 Grad rauskommt, da feiert dat eng Nahwärmeleitung, die muss man nicht isoliert sinn, an do wo Gebäier sinn, gëtt mat enger Wärmepumpe die 17 Grad geholt an gin da mat der Wärmepumpe op die Temperatur beruhigt, die am Haus gebraucht gëtt fir d Haus zu hitzen. An die Wärmepumpe schaffen dann ganz effizient, dats den een Deel an der können sogar dann auch am Sommer, wann die Wärmepumpe reversibel ass, können da auch zum Beispiel et Haus passiv killen mat dem Fußboden oder Plaffungsheizungssystem an dann noch den Erdreichëm an Sondefeldrem erneuieren. Also das eng Flot erderweis fir Haut, wann in eng gewissen Densitéit huet, wie dem Dürfkehr waginnners, fir da können so eng zentralisiert Lesung zu machen, an déi dann effizient die Gebäier zu hitzen, an nief de Mëtzen eben noch nach den 4. dass se Fleisch kann am Sommer passiv kille wat in den Summeren, wie se werden wahrscheinlich kommen auch nicht unwichtig ist. Voilà, du Graf Deckwerter von dem Prosee, wer Hitzebedarf das 40 Stunden, von 120 Meter, das geguckt, ob das möglich ist, dass du Geburt gehen, da von der Platz hier, die du als Gift hat auch vom Abstand, die muss auch gehen, durchgehen.
Und da können den dummer den rund den CO2-Abspur von 40.000 Kilometern mit einem Verbrennerauto durch Gegend zu fahren. Ich hatte noch gefreut, ich meine, dass das kein dicke Brummer, da sehen Kategorie Golf oder ähnliches. Das heißt, das nicht, dass man die nächste Goal. Voilà, und das kann ein flotten Franz-Projekt gehen für die Gemeng, für den auch von den an ärmer Quartier vielleicht ähnlich kennt, proposieren für Grad von der fossilen Energie wegzukommen. Das Ganze kriegt dann noch mein ärmer Nuss von der so tut viel Wärmepumpen, die Strom brauchen, da hat viel Photovoltaik auf den einzelnen Gebäude. Dann ist es halt möglich, für dass der Strom, den auf einem Gebäude produziert wird, verbraucht wird, da bleibt aber noch mal Überschuss, dass der kann doch am anderen Gebäude nutzen. Und da kann dann als Beispiel gehen es verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr mal Nopa delen, da können wir auch bis 300 Meter am Niederspannungsanschluss den Strom delen, das ist in einer Straße, in einem Quartier, zwischen Gemengegebäude, die Niederspannungsanschluss haben. Und dann geht es natürlich viel mehr interessant an mehr für die Leute, dass wenn sie eine Wärmepumpe haben, wenn sie vielleicht auch ein Elektroauto haben für mit lokal produziertem Strom günstig dann auch hier jetzt oder ihren Strombedarf aufzudecken. Und da kann ich dann gucken, wenn ihr seht, was in einer Dynamik dran, wo viel Photovoltaikanlagen gebaut gehen, da kann ich auch den Partage vom Strom in so Gruppen, Quartier, das sind zum Beispiel den Gemengegebäude, jetzt hat er geguckt gehen, wenn in den Dorf Kehr hält, wo ihn dann Wärmepumpen am Nahwärmenetz hat, wo ihr Photovoltaikanlagen hört, da können den dann den Überschussstrom von do respektiv von einer Plätzen dann auch nutzen für das Maximum von der eigener Produktion von der Gemengenanlagen auch selber bei den Gemengeninfrastrukturen genutzt wird und man auch ihre Stromrechnung reduziert. Und da kann ihn auch ich meine, das soll eine gewisse Dynamik kreieren, da kann ich sogar auch später ärmer Gruppen wie Privathaushalter, Großanlagen am Bereich von Betrieb oder Landwirtschaftsbetrieben mal dran für den Strom so zu delen. Also gibt es viele Möglichkeiten, auf in allem kann das auch einen gewissen Gemeinschaftsgeist föderieren, für das Leute sich den Partage auch rumfannen an ein gemeinsamen Demarche entsteht. An lo für die mäßig Zielsetzungen, die aus dem Doen agin für Gemeng, also ganz generell ausgedrückt, die Umstellung von konventionellen fossilen Heizungsanlagen auf Wärmepumpen, die Aktivierung vom Solarpotenzial, die Aktivierung vom Energiepotenzial, an wird auch nach an den am Märchen als effizient Energiebeleuchtung. Und da kann ihn, wenn ihn das hält, der hat auch empfangen, an der probieren, nochmal von der Priorität anzuordnen, was Kosten angeht, CO2-Abspurung, und auch die Realisierbarkeit. Also eine Wärmepumpe umrichten geht relativ gut. Geht auch im Moment noch gut subventioniert, als ein bisschen mehr teuer, wenn man normal mal Südheizung gibt, neu ersetzen. Mit das aber im Moment auch gut subventioniert. Photovoltaik ist auch einfach accessibel, den Ausbau davon. Nahwärme ist ein bisschen mehr schwer, weil da muss eng Infrastruktur verlegen, die unterirdisch ist, mit den Konditionen, die dann da verbunden sind. Die Stadt geht lo nicht von Haut auf Meer, muss von der Planung ein bisschen mehr weit gedurcht gehen. Und dann, wenn in dem Niveau von den Ausbaumaßnahmen im Niveau von der Gebäude, von der Isolation guckt, die einfachste Maßnahme ist immer den Dach, Fassade ist, wie gesagt, mich schwer, weil ich nicht immer unbedingt dann die Erbichten möchte. Das heißt, dass es ein bisschen so angeordnet gehen. Und dann auch, weil ich das hier auch kann,
für Zielsetzung Relation setzen mit dem wird dann Gemeng eventuell als Urreizer so gött oder nach kein gehen wie das nicht auch bis seid das sind ob denen Punkte schafft und dann auch wo die mal so gemäht geht dass von der Staat Subsidier gibt das Gemenge sich tun hängt für das Opfern von der Kontrolle nicht tut und da passt das also wo soll geschafft gehen Subsidie vom Staat an kann Gemenge dann nach weiter unterstützen aber dann wenn ihr das umsetzt und Givelo alles umsetzen und ein guckt matt an ohne Wandkraft will Wandkraft jo ein Fragezeichen steht du gesehen mal bis sie von den Stromverbrauch guckt du kennt man von 6% aktuell bis auf 72% Deckung abkommen ohne Wand matt von sogar über 100% an da kommen wir den PV-Indikator den am Klimapakt auch wichtig ist den dann ich meine von aktuell die 6 auf 250 abgeholen das war auch ein ganz gute Wert dann am Vergleich zu dem nationalen Niveau aus aber der hützt ja wenn du so wisst für den Haushaltsverbrauch die ist auch du wie man dann weit über dem Wert Haushalter Läng und Strom die verbrauchen dann hützt da kommen von 3 können wir 35% abgehen an wat die Missionen ugeht könnten die mehr wie halbiert gehen bis ein Szenario 2030 das heißt sie schon was CO2-Emissionen geht schon Möglichkeiten do. Wie kann ich das umsetzen? Wo probiert das bis ich schematisch durchzustellen für so alles schöner gut mit ich meine lo fängt der bis dünn an das abgedeelt an 2 Kategorien je no spezifischen Wärmeverbrauch von den Gebäude die Männer brauchen, das sind die längs Männer wie 142 Kilowattstunde pro Meter Carré. Da kann ihn direkt ob eng Umrüstung gehen, ob kal Nährwärmt oder Wärmepumpe. Du könnt dann das Referenzprojekt neuen Dürfkehr eng wichtig Rolle spielen als Pilot und auch als Best Practice Beispiel. Bei denen die mehr verbrauchen, und das soll auch wichtige Message sein, es ist nicht, dass ich bei allen Gebäuden keine Wärmepumpe kann ersetzen kann, außer wenn du vielleicht speziell historische Gebäude sind, weil ich da wichtig ist, dass ich noch einen Schritt für drüber möchte und probiert für den Energieverbrauch, den Wärmeverbrauch zu reduzieren und dann auch noch eine Umrüstung möchte auf Wärmepumpen. Für eben die Stromverbrauch dann von den Wärmepumpen aufzudecken, also da kann auch so eine kommunale Energiegemeinschaft machen, wo der Strom da kann, die produziert kann, eine Menge kann gedeelt gehen. Auf hier die bisschen schweren Usatz von der Altbausanierung in Kombination mit Wärmepumpen für das wieder umzukommen, als Propos dafür, dass ihr seht, gucke für 4 Referenzhäuser zu finden, die bereit wäre für eine Sanierung und dann noch bis auf einen Umstieg auf Wärmepumpe können zu realisieren. Und das wirklich als Demonstrationsbeispiel holen. Du kannst ihn Visiten drum machen, kann ihn informieren, wie es 4 Uhr geht, dann auch natürlich von bis ein Betrieb, was verbraucht wird, wie also wirklich wie weiß, es geht. Das kostet, das geht für Subsid und also eventuell auch Komfortgewinnung dabei. Voilà, was noch dann zu merken gibt, also das halt wenn man zum Dürfkehr, wenn ich das will, umsetzen muss ich das ein bisschen mehr analysieren. Dann das Gemenge Gebäude, respektiv die Pilotkampagne für die Umrüstung auf Wärmepumpen, wo dann die 4 Pilotgebäude natürlich Bestandteil von der Kampagne wären. An gucken, wie die Strompartage am Territoire von der Gemeinde kennt,
auch ausstoßen. Du war schon gesagt, dass in wie von der Umweltkommission kommen gewirrscht, die hatten den Konzept auch viergestalt krit an da sind eine Reihe Urregungen gekommen. Zum Beispiel ob Wertlo Amortisationszeit geht von der Anlage mat Batterie, also ein Photovoltaikanlage, wo eine Batterie mit dabei möchte, muss du eigentlich ja dat gerechnet für ein theoretisches Beispiel, wo wat Investitionen geht, wat für den Stromüberschuss kriegt, den Gift dann an Netz verkaufen, an Vanello wie die Förderung aktuell ist, mit 62,5% Subsidium Invest vom Staat, 30% von der Gemeinde, also im Moment auf ein Temps de Retour von 6 Jahren, Vanello do, Förderung vom Staat auf 50% zurückgeht, lo ab dem 1. Oktober an den Subsid von der Gemeinde bleibt selbst, dass immer ab 10 bis 11 Jahre froh war abkommen an der Umweltkommission, ob dem ist nicht angepasst gehen, da hat die Information, ich meine, der Punkt leid, war den lo als akzeptablen Temps de Retour für so ein Investiment danach gesagt, Kita sie muss wissen, wann den 50% vom Staat von 19.000 € kriegt an 30% von der Gemeinde, da bleibt nämlich so viel an Temperatur von nicht viel, da 6 oder 10 Jahre sind, als eng Erschätzung die muss für sich dann holen. Das als Antwort lo, ob die froh, da war gefroht gehen auch, ob es nicht sinnvoll wäre für sich zu überlegen, wann den Wandprosinäis gibt, für Agri-PVs Proseen umzustoßen. Das sind dann Anlagen, die auf landwirtschaftliche Flächen abgerichtet gehen. Da war schon einmal so eine Ausschreibung vom Staat. Da sind eine Reihe Proseen, die realisiert gehen. Das sind Anlagen, da muss immer eine gewisse Biodiversität garantiert gehen, eine normale Landwirtschaftsaktivität garantiert sind. Und da sind flott Proseen in NRW, wo mengnisch wirklich gesagt, dass das nicht muss Konkurrenz sein, sondern dass das nicht muss eine Verschlechterung sein. Das ist so ein Punkt, soll ich vielleicht am Handicap behalten. Es sind eine Woche nach Rang am Industriegebiet, Rang 4,5 Hektar frei, Dachflächen. Da ist immer die Diskussion, die wir auch erleben, wenn ihr seht, Photovoltaik, ob die freie Fläche, ob ihr nicht misst für die Dachfläche Potenzial ausschöpfen. Auch da ist eine Diskussion, die da soll gefordert gehen. Man aber probiert, just für Gefilde zu gehen, wer da misst für Fläche von Agri-PV hun wir können Produktion von der Wandanlage zu kompensieren, dat wir in rund 12 Hektar. Auch da können dann nochmal spielen an der Verhältnis setzen mit den Flächen, die an dem Bereich an der Gemeinde zur Verfügung stehen. Und dann, ich meine mal flott, dass ein bisschen Gefühl dafür hat, und da sollen Diskussionen stattfinden. Das als meiner persönlicher Erfahrung von bald 25 Jahren muss ich so sehen, das war damals richtig, als Haut nicht mehr richtig an, das ist eine permanente Evolution, und sollen da Wochen anballen, können auch flott Projekte gehen am Bereich von AGPV. Da kann ich noch gucken, für, wenn ihr seht, Batterien, muss es nicht nehmen, Batterien bei den einzelnen Gebäuden sind, wir können noch Zentralbatterien und Container sind, wo ihr dann auch umweltfreundliche Lösungen hört, Monet Prosee laufen mit einer Salzwasserbatterie, Salzschmelztechnologie, die braucht ein bisschen Platz, mit die geht an einem Container auf einen Platz gesetzt und speist dann nur an die Quartier den Strom an. Auf wie weit ist das wichtig? Ich sehe mal ein bisschen eine Simulation von öffentlichen Gebäuden und gesagt, die werden das Blut, weil trotzdem am Sommer von Überschuss wird, das ist eine Simulation mit Energieverbrauch. Das heißt, es muss sich in Zukunft schon Gedanken machen, wenn ihr wollt, möglichst viel von der eigenen Produktion lokal valorisieren, wenn du mal möchtest. Und da kann man speichern. Das können Batterien sein,
das kann noch Thermischspeicher sein, also muss nicht immer Batterie sein. Und da ist ein Thema, wenn man den Szenario, den der evaluiert tut, oder die Evaluation, den neu am Raum steht, für bis 2030, ob dem Weg dahin geht er mal Sicherheit mit der Thematik von Speicher konfrontiert und dann wird er den blauen Deal, das viel über die Weg zusätzlich nachher, was kann sinnvoll valorisiert gibt. Aber was ich sogar auch kann, finanziell rechnen. Voilà, was mit dem Batteriespeicher angeht, das war eine Frage, die abgeworfen war. Ob in den Deckungsgrad nach Kind erhegen, wie am Leitbild, an noch an den Jahresbilanzen, no Klimapakt gerechnet wird. Da gibt es eine Formel, an die ist, so wie es ist, das ist Summe von der produzierten Energie, wird den Verbrauch an auch durch Batterie gerade in den Produktion nicht erreicht. Es gerade sie besser lokal valorisiert, mit gerade sie nicht erreicht. Gerade vielleicht dann an nur den schon mehr Verbrauch gemäht, mehr und der Formel do ändert sich dat mat oder ohne Batterie nicht, das will nicht so, dass in die Batterie das ich sinn möchte mir just für wann in den erneuerbaren Deckungsgrad hält von der nur dat nicht dran an mat all Maßnahmen, wann die Formel ersetzt, kommt dann nur 133% an 95% bei der Wärmepumpe. Voilà. Ich hoffe, es nicht zu lang, aber schon der Teil so kritisch muss. Ich meine, dass aber wichtig ist, dass der Gefühl dafür kriegt, einerseits wie die Situation ist, was die Ambitionen sind oder was er doch hilft, wann der Welt Ziele erreichen. Ich meine, länger am Niveau vom CO2, also kein Luxus, mit das quasi eine Notwendigkeit, dass man da möglichst sehr aktiv gehen und wirklich keine Zeit mehr verlieren. Merci. Voilà, merci Kaute für die vielen Informationen. Ich meine, war da mal wie von der Umweltkommission noch eine Stunde für das mal Zielsetzung für 2030 müssen nach Blut setzen. Boah, ich meine, nur eine Erklärung gekriegt, für was vielleicht Konklusion, für das mal nicht ganz richtig ist. Wir haben auch ein großes Projekt umlaufen. Wir sind als Chef der Meinung, wir sollten den mal umsetzen. Aber vielleicht dann an 2 Jahren den Bilan machen und dann kann ich nachher mal evaluieren, ob sich die Zielsetzung im Jahr setzt. Wir meinen, dass da der Moment noch verfreit ist. Aber wie gesagt, sie haben noch ihre Konklusion eigentlich auch besser gezogen. Aus unserer Sicht über den nicht richtig Verständnis von den Zahlen, die da oben sind. Voilà, sie sonst noch frohen. Ja, Serge. Ja, gut, merci für die Präsentation. Ich gehe am Fungo nicht weiter ganz auf die allgemeinen Sujets an, mit das einfach eine Sache, wo ich auch schon an der letzten Sitzung für der Sommerpause, 10. Juli, gesagt habe, die hat an der Präsentation gehört, das D-Community. Und das ist wirklich eine interessante Sache, eine interessante Möglichkeit, dass eine neue Stromplattform, wie sie sich auch nennen. Und ich hatte an der letzten Sitzung ein bisschen dem Chefrat rekommandiert, für eine Informationsversammlung zu organisieren mit den Bürgern, dass die mal könnten informieren, wie eine Möglichkeit das so haben, für einen sogar mit Familienmembern und mit Freunden, wie auch immer, an der nämlichen Straße oder eben auch Kilometer weit weg, wo sie da können ihre produzierte Strom von den Photovoltaikanlagen weitergehen. Und dafür wollte ich einen Rappel auf die Sache machen. Es ist wirklich gut, für da eine Informationsversammlung zu machen. Ich denke, ihr seht das doch wahrscheinlich so, weil das ein Kooperativ und das ist in der Kopf, die sie auch da mal dran. Und das ist schon eine sinnvolle Sache. Bon, wir haben ja nur am Ordre du Jour den Punkt von der Photovoltaik. Ich wollte an sich zu dem Zeitpunkt darüber gehen, aber schon einfach opportun fand, für eben den Moment zu holen, für das eine Gruppe zu bringen. Merci. Merci auch für die Präsentation. Merci, das notiert, wir organisieren noch die Informationsversammlung. Nach einer Frau Nico.
Ja, ich so noch merci a Felicitationen für den interessanten Vortrag. Ich just eng froh zu Ihrer Idee für Erdwärmt am Kader vom neuen Dorfkehr 40 gesehen, du Forage von 120 Meter Deft envisagiert. Stoßen wir da nicht die Resistenz oder Retizenz von dem Wasserwirtschaftsamt, was den Abfreatik da immer bedenken hat, an die Deften da viel mehr limitiert. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, an die 120 Meter Deft sind die nicht ein bisschen optimistisch, weil das ja so, was die mit Deft könnt, wird mehr performant geht. Aber wenn nicht genügend Deft hat, dann ist das System Erdwärme nicht ganz produktiv. Also schon da habe ich doch heute nicht selber gemäht mit den Ben Scheitern an den Pit Alf bei denen Analyse gibt guckt gibt eine Kartografie wo gesagt wo wird möglich also an die Platz gezeichnet hast da ging ich davon aus dass du die 120 Meter autorisiert sind sie verschiedene Kategorien sind da du hast du ist möglich sind andere du musst eng de Montmann fir 2 autoriséiert das an gi so sind nicht 120 Meter op die Reihe Pla méig. An die Limitationen sinn eben iwwer die Limitationen fir eben Grundwasser zu schützen sind eben festgelöst gin. An dann as het schon eng sinnvoll fir het zentraliséiert ze mecher, well dann am Prinzip Mama Erdsonden braucht wie wann den Loidfriing Insel mecht an sowieso offener Platz mich schwierig geht kann mir rationalweise organisiert genau wie gesot auch werde wichtig dass da sehen iwwer die dat Nahwärmenetz quasi auch schon den Austausch von zwischen den Gebäude kann stattfinden wat las gelesen das von dem Erdsondefeld also eng Erd du sehr quell dazwischen kann auch so sowohl am Niveau von das wieder Kehl geschehen. Zu Wolz zum Beispiel man so ein Quartier von 115 Eisermengen mat seinem zentralisierten Erdsondefeld an den Duosysteme. Das nach froh. Kein froh mehr. Da gebe ich Paul Kautenecke merci so für die Präsentation und dann mir als Gedanken habe gemacht mir waren der Rendezvous für 5:30 war da war ja alles an der Reihe mir war ja noch nicht fertig also von daher hört ja da gut geklappt. Danke vielmals merci für die Präsentation. Voilà, da gingen wir über den Punkt aufstimmen wann schläft Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Da kommen wir zum zweiten Punkt, da ist Finanzkommunal, und da sind die 3 Punkte, den PPF, und dann auch Titre de Recette an den Tableau de Modification budgétaire, die der Serge has präsentiert. Voilà, merci. Voilà, wie gesagt, es geht um den Plan pluriannuel financier. Ich habe die Slide präpariert, für das ein bisschen zu illustrieren. Also, der Plan pluriannuel financier geht zweimal am Jahr abgestellt, denke ich, am Januar, wo präsentiert wird. Ich meine, dass die größten PPF präsentiert wird, wo auch das Budget rauflässt, wo dann eben Prävisionen gemacht gehen, ob um 3 Jahre, normalerweise bis 5 Jahre, wie die nächsten 5 Jahre überlaufen. Und dann soll am Juli, August immer eine Mise à jour gemacht gehen, wo normalerweise immer hauptsächlich die neuen makroökonomischen Studien, die da vom Innenministerium kommuniziert gehen, à jour gesetzt gehen. Voilà, das ist normalerweise immer am Juli, das ist ja, wenn das Innenministerium ein bisschen spät mit der Zirkulär, dafür wir noch müssen recht am August rausschicken und dafür ist noch recht heute an der Sitzung und nicht schon am Juli gewesen. Voilà, als echt wäre das nächsten Impact, den wir haben am PPF, das, wenn wir am Anfang den Kont 2023 aufgeschlossen haben, du hast einerseits den dann injektiert, und ich meine, du siehst da schon am Resultat ordinär, dass wir da von dem Budget rektifiert 2023, den wir vorgesehen hatten am PPF am Januar, von 6,1 Millionen runtergehen auf 8,1 Millionen, das heißt, als Resultat am ordinären wird 2 Millionen besser sein, wie wir das geschätzt haben. Und da wollen wir weitergehen, da geht es nämlich um extraordinären, ich meine, da hatten wir viel gesehen, dass wir minus 9,5 Millionen hätten, da werden wir bei minus 7,4 Millionen sehen, das sind dann bald 2 Millionen, wo wir
méi iwrech hunn oder Mann ausginn hunn, wie dat geplant, weil der Techt dat am Fong die echte Konstatatiun ass vun dem PPF vom Juli lo oder vom August lo, dats man vu 4 Millionen méi Iwerschoss hunn an dudech als Resultatreportéet wieder an 23 op 15,4 Millionen opgeht. Voilà, wat man dann ass dem die zirkulär vum Innenminister ich mein, jetzt alle guten am Dossier leiien, du sinn en ganz rei positive Aspekte dabei, dat den neuen Innenminister oder mat den anderen Ministerien am Gang als verschieden Punkten ze verschaffe, wo Änderungen solle kommen beim Fonds pour l'Emploi, aber auch bei der Verdelung vom FDGC, verschiedene Reserven, die nachleihen, die sollen abgelegt gehen, an die Gemengen zugutekommen. Dann ist es doch so, dass bei dem Finanzament von dem CGDs verschiedene Änderungen am Raum stehen, die auch schon vom Conseil d'Administration vom CGDs approviert sind. Aber wo dann von so ist, dass verschiedene Kontributionen, die von den Gemengen müssten gelegt gehen, lo echt, das solle vom Staat oder aus anderen Seite kommen, dann nämlich von den Gemengen muss finanziert gehen. Wat dann auch einen positiven Impact hat, dadurch, dass dann als Kontributionen in den CGDs geben, raufgehen. Dann ist es so, dass beim ICC ein kleiner Best vorgesehen ist von den, für 2025, wo man minus 0,5% raufgehen, dann die anderen Jahre einfach am Licht raufgehen, sodass das relativ stabil bleibt. Und dann ist es aber beim FDGC, wo man trotzdem noch vorgesehen sind an den letzten Prävisionen, dass da signifikante Steigerungen sind par rapport zu den Zöllen, die vorgesehen waren. Hat dann natürlich auch einen positiven Impact auf uns Zöllwert tun. Und ich meine, das sieht ein bisschen high, für ihn zu erklären. Also längst die Kolonne, das am Anfang der PPF, die so wie man am Januar präsentiert tun, dann hat jetzt die Kolonne der PPF August 2024 mise à jour zirkulär. Das heißt, du hast am Anfang just das geholt, oder der Sigi möchte das automatisch wird gemengen, dass sie am Anfang die makroökonomischen Studien, die an der zirkulär stehen, da injektieren und dadurch wird dann einfach die ganzen Tableau à jour gesagt, dass irgendwelche Änderungen gemacht sind. Und dann die letzte Kolonne aus der sind am Anfang pur ganz vereinzelte Projekte, wo wir Modifikationen gemacht haben an dem extraordinären, weil wir da eben neue Donner gekriegt haben, und die gehen ich noch ein bisschen mehr an. Voilà, du siehst ein bisschen am Resultat ordinär, sind wir lang dadurch, dass die makroökonomischen Studien geändert sind, plus den Impact von den 4 Millionen, wo du schon gerade gesagt hast, wo der Budget, also wo der Konto 2023 ein Jahr gesagt gehen wir am Anfang von bei 20 Millionen Euro auf 35 Millionen. Dadurch geht natürlich auch als Kapazität dort Financement von 1 Millionen Euro auf 42 Millionen. Bei den Investimenten ist im Prinzip kein Impact, weil das nicht beeinflusst wird durch die Donnerien. Dadurch, dass dann die Gesamtwirtschaftssituation von dieser Gemeinde oder als Einnahme besser klammen, gibt dann das, was man auch net von Emprunt müssen abholen oder brut von Emprunt müssen abholen, Rufgo von 52 Millionen auf 41 Millionen. Und dann gibt es auch gesehen, was das finanziell brut, das am Anfang das, was wirklich übrig bleibt, im Moment vom Jahr, was die nach müsst remboursieren, von denen immer schon auf höhere Mesure immer gibt die Emprunt remboursieren. Bon, das ist immer den Kümül über die 5 Jahre 2025 bis 2021 zusammen gerechnet, von denen die 5 Jahre gibt bei nie konsiderieren. Voilà, was haben wir gemacht? Die sieht, dass sich also im Fond die Situation ein bisschen verbessert, da haben wir verschiedene Sachen ajustiert und das ist. Du mal hauptsächlich, ich meine, das sind die verschiedenen Konventionen, die mal nur wette Stimme, wo man vom Ministerium die definitiv Zölle konfirmiert kriegt, wie viele Rezetten man effektiv da extraordinär kreieren, wo man die ajustiert findet, das mit klein und dann als größte Monat, den man am Anfang ajustiert findet, das für 2025. Ich meine, die wird vielleicht noch 2 Millionen Euro für gesehen 2024 für verschiedene Terrain zu kaufen. Ich meine, das waren die Projekte, die schon en cours waren, notamment beim Footballsterrain. Da haben wir einen signifikanten Monat dabei gesagt von 4,7 Millionen für 2025. Da waren just 250.000 für gesehen, also bei 4,5 Millionen mehr. Und das ist eben hauptsächlich, wie wir schon gesagt haben, dass man gar nicht finden, Atelier kommunal, nämlich im Ressourcencenter zu realisieren, wir wegen einem anderen Site. Und da sind wir am Gespräch mit den Proprietären für eventuell weiter Terrain zu kaufen, für das die ganze Projekt aber vereinfachen und dann war mehr Projekte, mehr einfach realisieren. Das heißt, da sind aktiv Gespräche am Gang und dafür wollten wir eben noch hingehen, für da schon die Budget 40 sind, die wir da brauchen. Und dann andererseits auch sind wir am Schulcampus, ich meine, das ist immer den Hauptsujet gewesen, eine Priorität gewesen, wenn es Opportunität gibt, Schulcampus, dann mal als Interesse weisen, dann noch da sind Negoziationen am Gang und dann also auch an der Aktivitätszone insgesamt, nicht nur
zu evasieren, also so, dass man im Moment am Gang sind eine Konvention mit dem Ministerium der Ökonomie auszuschaffen, wo man mit dem Ministerium der Ökonomie zusammen eine Konvention machen, wo sie uns finanziell unterstützen, wenn wir Terrain abkaufen an den Aktivitätszonen. Sie hat eine Aktivitätszone kommunal oder sie hat eine Aktivitätszone regional, wie es auch hier ausgewiesen ist, zu Münzburg. Und da sind wir am Gang die Konvention mit dem Ministerium aufzuschließen, wo dann eben extra Moyen vom Ministerium als akkordiert gehen, für dass man weiter Terrain können abkaufen. Und an dem Kader haben wir die dort Envelope einfach mal angedroht, das heißt auf Hand gekannt, also dann von die 4 Millionen, die wir noch mehr vom Konz 2013 übrig schon haben wir da Anfang affektiert auf die Budgetsposten. Ne? Wir sind nicht hingegangen, auf die anderen Artikeln alle Götten zu restrukturieren, weil ich meine, das sind wir schon im November, da wird ein neues Budget präsentiert, wir sind noch alle am Gang neuen Dörfkehr mit dem Schulprojekt, überall die Büros encouragieren, für hier finanziell Prävisionen ranzugehen oder zu etablieren, für dass man die kann ablesen und ich meine dann der nächste PPF, den wir dann am Januar 25 präsentieren, die wird dann noch viel mehr detaillierten Abschluss gehen, wie die Finanzen an den nächsten Jahren werden weitergehen. Merci. Sind du frohen? Nora? Ja. Nee, Nora. Mir wollte frohen, wer fängt Terrain an der Industriezone dann du gingen betroffen sind, die Gemeng eventuell Welt abkaufen. Also auf die Werte an die Industriezone, das soll auch nicht für Nathalie, ich meine. Also das an der Aktivitätszone zu evasieren, wo wir aktuell aktiv an Gesprächen sehen, und dann die anderen Dinge, das sind die neue übergeordnet regional Aktivitätszonen aus für das Ministerium auch so, dass das ein Interesse hat von nationalen Interesse, weil das eine regionale Aktivitätszone ist. Und du hast einfach die Envelope 4 gesehen. Mit sind aber auch Gespräche mit einer kleiner Parzelle am Gang, aber du nicht groß. Mir holt kein positive Kontakt ab, das ist, dass wir die Envelope disponibel haben, weil wir kontaktiert gehen, für unser Interesse zu bekundigen. Das an dem Sinn. Nach einer frohen. Da gehen wir zum zweiten Punkt, Titel de Reset. Voilà, beim Titel de Reset, ich meine, die Deliberation am Dossier Laien. Das ist die Reset 4 gesehen. Da sind die Hauptmontor und spielen die raus. Ich meine, da sind einfach 2 Autos verkauft gehen. Da hat man 3 Opfer gefragt, das war einfach den Auto, den man aus der Erbschaft vom Herrn Scheuer übrig behalten an den alle Frucht dran sieht. Da hat man 3 Opfer rangeholt, sind 2 Opfer rangekommen. Dann haben wir den besten Opfer, die verkauft, das war für 7.450 € Resetten. Da sieht eben all die Resette von den Käse, von also verschiedenen Manifestationen. Sie hat eben National Feiertag, sie hat verschiedene Manifestationen von der Kulturkommission organisiert gesehen. Dann hat die Père Ami Peras vom Troisième Âge, das ist am Anfang immer der Partner oder den Accompagnant von einem, den auf der Journée Troisième Âge invitiert ist, der muss selbst Kleines dafür beilegen, das ist dem Montant. Und dann hat sich eben noch eine Reset von der Marche Gourmand, die von der Sportkommission organisiert sind, die auch dran sind. Und dann hat just beim Punkt Leweckelchen 2023 die Charge, das ist am Anfang die Charge, wo wir 2021, das sind 487,81 €, wo wir 2021 schon im Gemengerot die Charge gehen hatte für einen Faktor, die wir gemerkt haben, wir geben den nämlich bezahlt kriegen, die also andere Temps bezahlt gehen, dafür ist das am Anfang exzeptionell Reset, die dann dabei rauskommt. Voilà. Und du zu freuen. Wenn du keine Frohe sind, da können wir über den Punkt aufstimmen. Alban Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Jeremy Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Avalch Nico. Ja. Merci. Das ist noch ein dritter Punkt, Serge. Oder das ist dann ein Tableau von der Modifikation budgetär. Wie du gesehen hast, im Tableau haben wir da auf verschiedene Budgetsposten für das Jahr 2024 am Ordinären nicht genug viel gesehen. Und du hast dann einen Gesamtmontant von 113.652 €, wo wir geben, proposieren für die Kredite herabzugehen. Die Kredite ist disponibel, wie können wir mit einem Überschuss von 3 Millionen am Budget übrig hatten.
Du verschiedene Positionen rausgepickt, die Promission de vivre ensemble interkulturelle Redaktivité. Ich meine, das hat der Welt Fragendacht in verschiedenen, da war notamment die Panuen, die gemerkt sind mit der Geschichte, die das belicht wird. Die bisschen mit der wie geplant oder respektiv der vergonnen viel gesehen am Budget dafür immer do klein Depassement. Autre fourniture d'entretien, un service d'entretien et réparation des bâtiments, das an der Crèche Maison Relais. Du haben einerseits einen neuen Tiefkühler und eine neue Spülmaschine gekauft für an der Crèche, weil der Demand war, weil sie am Anfang an einem Saal eine Spülmaschine hatten. Und dann ist mal leider auch die zweite Spülmaschine, die schon da war, futtig für die Tisch, die nur noch müssen ersetzen. Der Tisch war verschiedene Kästen, die nicht viel waren, die dort dabei gekommen sind. Beim Nightlife-Bus, du warst da einfach, dass man dann schon auch letztes Jahr auf die Monte von 24.000 € waren, da hat man ein bisschen niedrig umgesetzt. Ich meine, da fehlen einfach die Suchen, da kommen aber plus minus auf die nächste Monte raus wie letztes Jahr. Dann den SMS to Citizen geht 500 € grob, das erklärt sich einfach dadurch, dass man dadurch, wie man die Kontamination hat, am März, April an dem Wasser, so dass man da auf eine Reihe außergewöhnlich SMS to Citizen geschickt hat und das geht dann automatisch multipliziert mit dem Tor und dann haben wir da eben mehr wie die üblich 12 Gemengerot-Sitzungen von den Ukrainischen. Das nämlich gilt schon, wenn ich das dafür holen darf, den Entretien und Reparation des Infrastructures publiques. Da gehen wir um 11.000 € grob, das ist notamment verschiedene Freien, die da entstanden sind durch die Kontamination, da war notamment, dass die ganzen Passungen müssen gebotzt gehen, auch verschiedene Leitungen müssen gebotzt gehen, auf verschiedene Entretien, das habe ich schon extra müssen machen, wenn es dem Vierfall und dafür aus den Budgetsposten durchordnet durchgegangen. Dann Entretien et Reparation des Véhicules, die geht bei der Töbel drauf, die geht von 20.000 um 20.000 drauf auf 40.000. Da sind verschiedene Reparaturarbeiten, notamment Traktor und bei diesem Kamion. Da war doch so, dass man eigentlich geguckt hat, noch für von denen schon zu ersetzen, durch ein Elektrogerät. Also da war so, dass die Sachen, die Marche sind, aktuell im Elektromarche an dem Bereich enorm teuer sind par rapport zu dem aktuellen normalen Verbrenner. Und dass man dann aber den eben Decision geholt und annehmen noch mit den Akkubatterien noch nicht immer genau so, dass ob das von der Reichweite abgeht, par rapport zu dem Arbeitsaufwand. Und dafür haben wir am Anfang so die Decision geholt, wir geben das nicht an Kurzterm oder nicht die nächsten 2-3 Jahre direkt umsetzen für das Ding und wir werden dann die bisschen mehr Reparaturarbeiten nehmen, kann mir an dem Traktor aufhalten, weil die gewissen Auto verhun. Das ist dann das, was man aber vor der Fähre zu warten, dass der Marché an dem Bereich sich aber weiter developiert, wie dann einfach als Konzept für die Elektromobilität weiter zu treiben. Da gebe ich noch Rede für das Publikum rausholen. Ich meine, da geht es um 40.000 € abgesetzt. Das erklärt schon von dadurch, dass man das Jahr den größten Markt, also nicht nehmen, mehr hauptsächlich dadurch, dass der größte Markt 2023, schon von nicht auf den Artikel 2023 und Budgetjahr 2023 gebucht ging, dass man das bald integral am Exist 2024 Steuer, sondern dass man einfach das Jahr will, den größten Markt 2024 auch am Budget 2024 aufschließen, also dass man am Anfang dann den größten Markt das Jahr zweimal dran holen und dadurch fehlen also ein bisschen so viel, dass man den noch das Jahr können über die Bühne kriegen. Und ich meine, da ist auch vielleicht so in den Ofen, das ist auch die erste Versammlung, wo Abruf gehen, also vom Philipp Pultmacher als Koordinateur für mit allen Vereinen für zu gucken, dass man auch das Jahr eine Flotte kriegt, Markt auf Beingestalt kriegen. Voilà, ich meine, das wäre die Hauptpunkte. Bei Entretien et Reparation des Signalisations routières, kann ich noch so, da steht Reparation Ampelanlage. Ich meine, das ist einerseits die Reparation bei der Aktivitätszone, du goufen die Schleife neu gemacht, die Ampelanlage, die war relativ defekt, und die Schleifen am Boden haben nicht funktioniert. Das heißt, die haben alle den Ersatz, und das war ein gewisser Kostenpunkt. Und dann hat man eben hauptsächlich immer das Problem, dass der Rue de Bayern, ob der Rue Principal zu Minzbech, wo notamment Verlustfuhrer, die was auch Motorradfuhrer nicht erkannt sind, und dass man da am Anfang die Kamera installiert und die auf dem Lottopoto drüber, die halt auch aber über 4.000 € kostet. Und das sind am Anfang die zwei Hauptpositionen, die da erklären, dass da auch 11.000 € das Budget muss abgesagt gehen. Voilà. Und die ist noch froh. Serge. Ja, merci für die Explikation, Serge. Bei mir hat noch Wohngeholt, wie wahrscheinlich jeder Ring, hier rund durch die 40.000 €, die sind ein bisschen an der gesprungen. Das ist klar. Ich meine, dass die Erklärungen gehen.
Und da war eine bisschen, du hast doch gesagt von der Ampelanlage, von den Alter kennt von den Anlagen, dann da weiß ich noch, dass die Energie mehr auf der Feld schlafen und dass du natürlich Entretiensarbisten kommen. Und dafür ist doch ein gut Sache, wenn man vielleicht ein mit der 30er Zone kommen, mit dem Chantier, weil dann gehen auch die Ampelanlagen erneuert, normalerweise. Fleisch zu Ampelanlagen dabei so also habt bei der so Aktivität auch dürfen wir hun noch du am von Eisdemand und Chaussee Ruhgedrohe für die Ampelanlagen aufzugehen bei sie, weil das sind ganz punktuell verschiedene Ampelanlagen, wo mir den Entretien selber machen, wo man von da gesehen, dass mir die ganzen Entretien von den Anlagen musste machen. Leider haben wir aber nach Kehre Tour von der Chaussee, wir sind da am Gang Operateur von hinten zu werden, wir haben als die besser für die Ampelanlagen auf den Straßen, wo auch sowieso Chaussee-Straße sind, für das sie die auch überholen und dann auch den Entretien machen und dann wären wir auch aus der Sache raus. Ja, wir hatten da eine Reunion, man denkt mal, die Jour, wo da dort abstimmt, und so haben die Reunion leider von ihrer Seite annulliert, da muss noch kein neues Rendezvous kriegt. Da warten wir drauf. Sonst noch frohen, Paul? Ja. Just noch froh, oder eine Ummerkung vielleicht, mit einem Gefierer, wo du gesagt hast, von die sollten der Saat gehen. Da muss ich noch ein bisschen an der Wand vielleicht denken, wenn du 2 Gefierer hast, wo es ersetzt Elektro als Kapazität, von dann wieder an Wand, man schneidet dich an hin. Da kommen da vielleicht noch Brand, da muss ich noch aufpassen. Vielleicht wird das nur eben angefallen. Ja, das sind am besten die Überlegungen vom Atelier, wo sie eben noch so, wenn wir gesagt haben, wir müssten nur ein Umsprangen um eine Elektromobilität, wo sie die dort bedenken haben und dann eben noch von dem anderen Aspekt, von dem Finanziellen hier, dass die Marche einfach noch nicht so ausgereift ist, wie in den beim Auto ist oder so. Also, wir schaffen weiter drin und wir hoffen eben, dass die Elektromobilität nicht gebremst wird, weil ein bisschen aktuell problematisch ist, mit der Developmente weitergehen und da immer besser Produkte an Auto und an Kamion auf die Marche kommen, dass man die Ziele können umsetzen. Vielleicht für dich spezifisch muss man dann eine Wasserstoffsolution oder so. Da muss ich gucken, wo es geht. Sonst noch froh. Wenn du kein froh mehr hatten, dann gibt man darüber aufstimmen, hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Avelsch Nico. Ja. Merci. Da kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir in der Wie müssen approvieren für eine energetische Sanierung. Und zwar wollen wir die Wärmepumpe aus der Crèche an den Gesangsbau, also der Bau von der Choral, installieren. Es war ja so, dass wir die Wärmepumpen an der Crèche müssen ersetzen, weil die eigentlich nicht stark genug dimensioniert war. Dadurch, dass sie die flott Bidden haben, die von den Kannern auch gerne angeholt wird, mit dann viel warm Wasser muss produziert werden, dafür müssen die Wärmepumpen ersetzen. Also sind wir an dem werden wir ja immer auch promovieren, da sind wir am Reuse. Und ich meine, wir haben auch den ganzen November schon darüber geschwärzt, die Nähtere von der Wärmepumpen, an Fidelo an das andere Gebäude anzubauen, das tut natürlich auch seinen Preis. Das ist nicht einfach, schauen Sie die eine Seite weg und setzen Sie die andere Seite dran. Ich meine, du musst ganz kurz Sachen angepasst gehen. Jetzt sind noch ganz viele Arbeitsstunden, wenn der wie guckt, den du abgestaltet hast, das sind 32 Stunden lang für sie auszubauen. Und da kommen 112 Stunden dabei, für sie es anzubauen. Das ist dann das ganz normale Material, was du musst alles angepasst gehen, Ventiller, Pumpen, die Isolation, Pufferspeicher und so weiter. Du musst auch für alle Heizkörper ersetzt gehen, weil man da mit niedriger Temperatur fahren, an die Heizkörper dann nicht mehr genug hitzen, an die geben dann durch Feuergebläsekonvektoren ersetzt gehen, was auch eine neue Manier ist, für Räume zu hitzen, die auch ganz energetisch ganz effikaz ist. Dann gibt auch im Speicher eine neue Brandabschottung kommen, die hat aber zum Vierteil, da das nicht mehr kompliziert mit der Wärmepumpe, mit der das mir einfach vis-à-vis von der Gasheizung. Das heißt, der Speicher kann dann praktisch auch im Integral auch genutzt gehen als Stockage oder was auch immer. Und dann ist es ja so, dass wir dann auch gucken, wie viel Komödie das die Wärmepumpe möchte. Wir haben ein Baureglement stehen, Mann wie 40 Dezibel, sodass wir auch da direkt vorgesehen rundherum so auszukleiden, für das man da auch, was der Geräuschpegel angeht, korrekt sind. So kommen wir dann auf einen Monat von 41.000 €. Wir haben also auch mehr gesagt, rauszusichern, wenn in so eine Wärmepumpe ging neu kaufen, da sind wir auch bei 12.000 € hoch TVA. Und wenn da geguckt wird, wie drüber an Paul Krautensinger Präsentation, da war
de Preis vun enger Wärmepumpe och mat 50.000 € ugin, also die Zule sinn kohärent an dëffe gif march proposéieren den de wie ha den Nowen zu stimmen sind zu froen. Ja, Serge. Ja gut, die Wärmepumpe, das ist ein Sujet, den schon lange diskutiert gin ass an de Chefferréit fir runn. Gut, das lo wirklich positiv zu gehen, dass eng Wärmepumpe irgendwann hier einen initialen Zweck erfüllen, weil sie an der Kreichfuß gebaut wird, von der Länge gräst von dem Wasserbassin, den dazu gefordert hat, dass nie richtig funktioniert wird. Mit war auch definitiv eine Fehlplanung vom Ingenieursbüro, wo das Equipment effektiv nie ihren Zweck richtig erfüllt wird, respektive mal gut nicht funktioniert wird. Aber lo kann ich so ein Ende gut, alles gut. Nee, dat. Ich wollte noch so an da, also 7 Jahre, also das mischt absolut Sinn, die Suen dort zu investieren, an die Installationen zu passen. An der Nummer 1, Gasausschluss an der Gemengemann. Ne? So, muss ich dann noch dazu bei so. So ist ein froh. Kein froh, wir sind, da gibt es noch darüber Rufstimmen, wann schläft Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Ja. Trein Serge, Ja. Treisen Paul, Ja. Fetsch Nico. Ja. Merci. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um die für dann noch auf die kleinen Dächer, wie man dann auch noch im neuen Teilen haben, Photovoltaikanlagen zu installieren. Also da war eigentlich mal die Idee am Haus Sand eine Photovoltaikanlage zu installieren. Ich meine, wie wir da auf der Assemblée Générale waren, da war eine ganz große Toleranz nun als Ruhe gehen. Und das war auch kein, aber wie wir uns dann über vieles Gedanken gemacht haben, haben wir uns einen Job gesucht, für was du keine Photovoltaikanlage hast. Und da geben wir noch einmal den Batteriespeicher vorgesehen, weil so wie das Gebäude funktioniert, das eben interessant ist, da den Strom zu speichern, und der wird dann hauptsächlich gebraucht, wenn das Haus dann belüht ist. Du hast sind auch Elektroheizungen dran, sodass das absolut Sinn macht. Und bei der Analyse, als er noch gesagt hat, da können wir ja auch eigentlich auf den Musikbau und eventuell auf den Gesangsbau machen. Und die sind dann auch noch berechnet gehen. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, also beim Haus Sand wären es dann 22,5 Kilowatt Peak. Und Musikbau wären es 21 Kilowatt Peak. Und auch ein Batteriespeicher von 7 Kilowattstunden. Und auf dem Gesangsbau da 15,5 Kilowatt Peak. Und ein Batteriespeicher von 14 Kilowattstunden. Den hast du mir groß dimensioniert, eben wenn es der Wärmepumpe, wo man gerade drüber geschwärzt hat. Ihr seht auch da sind die Preise, die man gerade präsentiert, Gruten an zur Summe gerechnet sind wir dann auf 130.000 € für die Photovoltaikanlagen, die sich dann über 10 Jahre dann amortisiert tun. Und ich meine, wir machen dann proper Strom, sind noch praktisch dann Strom unabhängig an den Gebäuden, also autark. Was ja manchmal wo ein Flot sagt, also einfach Strom zu viel ist, kann ich auch da dann auf der Weg über die Energie-Community entweder an andere Gemenge Gebäude oder dann später mit den Opern, da muss ich gucken, ich meine, so weit sind wir noch nicht, den Strom dann weiter verkaufen, auf Verbraucher, lokal verbrauchen. Sind nur frohen? Ja, Nora. Ich wollte froh wissen, am Jugendhaus. Hast du nicht viel gesehen, noch vielleicht eine Photovoltaik drauf zu machen? Dach, aber da sind wir ja am Gang, ein Projekt zu machen, von der Renovation vom Jugendhaus. Und da ging man dann nicht da mit viel gesehen. Ja, Serge. Ja gut, Chatterbierger, die begrüßen effektiv, dass der Chef Rote W weiterfeiert, den hier Viergänger schon initiiert hatte, für den Besoin vom eigenen Strom durch erneuerbare Energien zu assurieren. Aber am DVD Vielheit motiviert dir de Besoin vun de PV-Anlagen mat verschiedenen Argumenten. Beim Gesangsbau, Musikbau sie mir gern afverstanden, mat der gräst vun Anlagen. Beim Haus Sand allerdings mecht Lichtung vun 22,5 Kilowatt Peak awer bësse kap zerbrech ass. An insgesamt dat het fir schwéier fir bei diesem Punkt vom Ordre du Jour Decisionen zu holen, ohne die informativ Piècen am Dossier. Was wir nämlich vermissen, das sind Rentabilitätsberechnungen über die 3 Photovoltaikanlagen. Da könnte noch ein anderer Punkt dabei, Gebäude, das hier aber kein Gebäude von der Gemeinde.
die gehörenden Vereine ja aber misstundet vielleicht eine Konvention man Verein gemerkt gehen, ob überhaupt die wegen Photovoltaik op den Dach kommen, ob sie überhaupt gewollt sind, dass das könnt. Also ich meine, da tun wir natürlich viel drin aufgeklärt und du hast keine Opposition mehr formalisieren das dann nur in einer Konvention. Das ist eigentlich kein Problem. Ich meine, die Gemeinde möchte den ganzen Entretien von den Gebäuden kommen, zum Gebäude von Heizung, das geht die Gemeinde rein. Ich meine, das schon eng zusammen habe ich über Jahre mit den Vereinen, die natürlich ein paar proprietär von den Gebäuden sind, aber an das richtig durch die Rechtsmenge, das formalisieren wir. Aber das, wir haben das aufgeklärt und du hast keinen, die begrüßen das echt alle gut, dass wir auf die Weg gehen, also hier Komitee. Ne? Wir werden aber den hauptsächlichen Punkt, dass das sind die Rentabilitätsberechnungen. Wenn du guckst am Hausamt, du hast gesagt, da gehen Elektroheizungen benutzt, aber wenig sind die Leute am Hausamt. Meistens dann am Winter brauchen sie auch die Heizungen, mit der Leistung von der Photovoltaik nicht unbedingt garantiert. Der Stromverbrauch, den sie dann haben. Dafür soll die vielleicht evaluieren, eine Alternativ-Heizform für das Haus Sand 40 gesehen, anstatt eine überdimensionierte Photovoltaik nach dahin zu installieren. Ne? Also dafür, ich meine, das sind Sachen, wo du hast dafür gesagt, mit der E-Community besteht die Möglichkeit für den Strom weiterzugehen, weiter zu verteilen an Gebäude, das von der Gemeinde oder sogar der Nico hat für eine Präsentation gemacht von der Kläranlage. Da kann ihn sogar den überschüssigen Strom Südest aufgehen. Das sind an sich so Gedankengänge, die wir haben. Aber gut, also wir werden das Projekt mal tun, wie gesagt, das sind aber trotzdem Evaluierungen, die wir hatten. Ja, merci für die Überlegungen. Ich meine, das so viel war der Negeverbrauch konnte ja nicht mal machen. Ne? Das hat die Gesetzgebung nicht zugelassen oder der Netzbetreiber nicht zugelassen. Und heute kann ich das machen. Wir tun ja eine Photovoltaik an ein immer größtmäßig dimensioniert. Für dann hast du optimale Investitionskosten, einen optimalen Ertrag. Heute wissen wir, wenn wir das anspeisen an der Reso, dass wir da nicht die optimalen Kosten bezahlt kriegen, dafür geht es dann nicht auf eine Community, weil ihn dann kann ein paar Cent mehr freuen, dann hast den Strom verbraucht. Könnt immer eine gute Wäsche, weil er bezahlt man wie man einen Strom von einem nationalen Stromhersteller kauft. Und so könnt ihr drin zu sagen, ich meine, das ist auch heute die Idee, das geht auch nicht viel um einen halben Tag zu machen, weil sie vielleicht den Strom noch nicht all verbrauchen, aber wenn wir es dann nur zu viel haben, dann wird nicht wieder angespeist oder wird am besten Fall entsprechend das DW, den der nur wird gange gehen und eine E-Community verbraucht. Das ist noch froh. Wenn wir da kein froh mehr haben, dann gehen wir auch da rüber aufstimmen, wenn es gibt an Jean-Marie, ja. Aisha Serge, ja. Rogerini Nora, ja. Kaufmann Jump, ja. Kaiser Andy, ja. Nagel Anne-Marie, ja. Joch, Sauber Jules, ja. Tain Serge, Ja. Treisen Paul, Ja. Awetsch Nico. Ja. Merci vielmals. Dann hätten wir einen dritten Punkt, das meine ich ganz sehr geregelt und musste Gemeinderat aufstimmen über die Stunden Congé Politik, die jetzt für die Syndikate gehen, was ja von 9 auf 15 gehoben gehen ist. Und der hat am Dossier gesehen, wie wir die abteilen. Das wären dann 2 supplementäre Stunden für mich und 6,5 jeweils für den Serge und den Andy. Sind du frohen? Wenn du keine frohe sind, dann gehen wir darüber aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Und da werden wir beim 4. Punkt, Urbanismus und Infrastruktur. Und da sind die ersten 3 Punkte, die der Serge als 4 dreht. Merci. Voilà, das wären 3 Konventionen, wo man am Ministère du Logement unterschrieben haben. Das ist ja so, dass man in einem Logement abordable aktiv ist. Da kann ich am Ministère du Logement eine Konvention aufschließen, für da ein Teil subsidiert zu kriegen. Das variiert dann notamment, ob in die Häuser oder die Logements abordablen, die in Höhe entweder verkauft, also wird bei der Kritik verkauft, oder ob in sie en Lokation geht, also proprietär bleibt und an einer Lokation geht.
Die nächste Konvention, wo wir aufstimmen, das ist das Projekt an der Rue des Jardins. Ich meine, längst geht es dann kurz, der Öfen an der Spitze von der Rue des Jardins, wo 4 Häuser sollen gebaut gehen, an die, wo 4 gesehen sind, für die sollen verkauft gehen über Bayer für Ethik. Du war am Frühjahr hat mir eine Diskussion, dass man fangen bei einem ersten Marché, wo man gesagt hat, für den Entrepreneur zu fallen, den die Häuser bauen, wo man da no dem d'Ausschreibung schon gelaf war am vu en Preishaus mat gedeelt krit hun an dann de Marche miss annuléieren an du eng neii Ausschreibung gemeiert an du as belo Ufang September de naie Marche fä aufgeschloss gewesen analysiert ginn an du hast dann orlo en Entrepreneur chargéiert ginn mat den Erbechten als de Grote Marche attribuiert an du as lo so, dat die ganz Gesamtkächtepunkt von der Konstruktion 2,8 Millionen 2,8 Millionen Euro wert kachte fir die 4 Häuser. Ich meine si en besten de Detail fir dat doch erklären, dann kachten die Häuser einzel 607.000 Euro TTC also am moment 4 gesinn, wat ze solle kachten. Wann die Ackerer an die Gefe kaufen. Und an dem Kader ist dann so, dass wir dann auch gefragt für Subsid von dem Ministère du Logement zu kriegen. Da ist es so, dass dann just das, was Akquisition de Terrain, also was frei d'étude ist für die Viabilisation von dem Projekt, wo können subventioniert gehen. In diesem Fall ist das dann ein Subsid, den wir Gefe kriegen vom Ministère du Logement von 306.512 Euro. Und das ist am Anfang die Konvention, die wir heute Gefe stimmen. Wo man erschriven hunn an wo man de miss nach approuvéiere, wo man dann darf averstand sinn mat der Modalitéit vun der Konvention, dat man dann amfang fir de Projekt Subsid vun 306.000 Euro kräen an dé Subsid geht auch integral wie der ha sieht am Tableau op de Projekt affektéiert, also der geht an an Deduktionun vun de Fréen, die Ackerer vun den Häuser mussssen droen. Voilà, sind du nach froen? Ja, Sergift. Ja, wann en lo den Artikel 1 vun der Konvention guckt, du ass am Artikel 1 den Projekt beschrieben, du seht, dass die 4 Häuser konform zu de Plänen ausgefordert muss gin. Wann der lo den Annex 3 vun der Konvention guckt, da sind Pläne drauf und da finde jo die 2 Varianten vun der Bauform, dat heißt einmal ohne Speicherausbau an noch einmal Matspeicherausbau. Okay, wann der lo Pläne aber nach weiter guckt, da sieht dass op sämtliche Pläne aber Carporten angezeichnet sie bei den 4 Häuser. Ohne eng Notiz, ob dat eng Option ist oder nicht. Demals, wenn ich gut kann erinnern, sind die Carporte die vom Chefrode aus dem Projekt geholt gehen für eben den Budget fir do mat de Schiffre mat den Kächtepunkt darauf zu kommen. Lo se froh, mussssen die Carporten dann lower gebaut gehen oder ginn die modifiziert Pläne vum Schäferrot no gerecht op dem Minister? Also das ist so, dass die Carporte noch hautnahme können gebaut gehen, wat gesot gin, dass man verschiedene Optionen, die am Ufang der Fistra waren, da war not de Carport dabei. Dat déi rausgeholt sinn lo als Opioun ugebilde sinn. Dat Teech haut du sech de 4 Ackerer vun den Häuser fir ze desideieren, op sie de Carport direkt wëllen bauen. An der Baugenehmigung sinn die Carporte 4 gesinn, dat Teech die Keeten die zu am moment realiseiere, well se sinn mat autoriséiert. An dann as lo wat Konventionun ha betrifft, as et so wie ich gesot hunn d Konventionun an Subsid vun der Konventionun, de man kree vum Ministère du Logement dé basiert exklusivement op dee Fréien, die fir d'Akquisitionun vun dem Terrain die ugefallen sind an fir d'Fréier vun den Etyden a vun den Architekten, die gebrauch gi fir de Projekt ze viabiliseieren. Dat heißt, et gëtt am vun Goki Subsid vun dem Ministère du Logement par rapport zu dem Prix de Konstruktion oder zu der Konstruktion, dat gëtt gënnet subventioniert. Das Subsid bezieht sich schon lang op die 2 Posten honoraire Etude an Akquisition de Terrain. A vun do hier ass dat och fir den no beim Ministère du Logement méi irrelevant fir de Ministère du Logement Häuser hen ausgefaut gi, so lang se ausgefüllt gin oder de Meterkarien an den Primeximalen, die sie fir gesi fir an dem Logement abordable ze machen, an du können ich versichern, dat mal de Loi ënnert dem Primaximalsinn pro Metercarré sur fast konstruktible Brit schmengen de den hat schon drveriert. Den ass bei 3.500 Euro de Metercarré an Heileimer jober wieder gesit bei 2.160 Euro. Dat techt die Häuser sinn absolut konform zu der Viergabe vum Cahier de Charge vum Ministère du Logement. méi dot an plus ass ha amfang auch net, dat de Bau net subventioniert gët méi amfang just Viabilisaioun vum Projekt.
das ist ja alles richtig, was los ist, das ist ja klar. Aber Fakt, dass das Plan am Dossier sind, wo keine Notiz dabei ist, dass optional, Carporten optional sind. Pläne sind angeregt gehen mit der optionalen Bauform für den Speicher mal anzureden oder nicht anzureden, an Carporten, da müsst du genauso gut auch die Notiz dabei sind, dass das eine Option ist. Für mich ist das ganz klar, sind die Pläne nicht konform par rapport zur Konvention, respektiv par rapport zu dem, wie dezidiert ging, als für ohne Carporten zu bauen. Weil Carporten ja schließlich auf den Plänen gezeichnet sind. Also was an den Konvention seht jo, dass das Projekt die Feierhäuser konform zu den Plänen müssen ausgeführt gehen. Und das ist egal, ob das just nur Konstruktionskosten sich dreht an den Honorären, aber es sind Pläne. Und die sind am Menge nach maßgebend und da ist eine Ausführung drauf. Und da muss am Menge nach, und ich denke an Eisenhower und Stadtbierg wahrscheinlich schon andere Leute hier an, muss da die Notiz drauf kommen. Dafür fragt no und dann notfalls regelt die verbesserte Pläne an mit den richtigen Notizen drauf. Dat können wir gerne machen, ich unterstützen das, was der Serge gesagt hat, weil das so, wann ist ein Carport baut, kann er nicht egal wie bauen. Er kann nicht an den Baumarkt gehen und dann einen Carport holen. Wann der Carport gebaut wird, müssen exakt nur die Pläne gebaut werden. Dann haben wir noch die Option, dann kann ich den Schachstrand, das heißt, den Zugang direkt tut, den kann auch direkt zum Entrepreneur so, dann bauen wir den Carport einfach. Also, das entre les deux, mais wir können das aber, wie du gesagt hast, wir können das aber nachfragen und hinten dann noch nach den Satzplänen noch reichen, wo den Carport nicht drauf ist. Ja. Aber wie soll ich also schon gedacht, dass die Leute just ein bisschen Luft kriegen, für bis sie dann finanziell besser irgendwie so ist, wenn er baut, und dass sie das dann exekutieren, was sie zu tun. Pardon, es geht schon gar nicht darum, es geht ganz just einfach das, was die Konvention sieht, auf wie ein Plan das am Dossier sehen. Geht nur gar nicht um die Leute, sondern um den Rest. Ich habe das auch verstanden, aber kann ja so, der Plan wird so realisiert, wie er geplant ist, vielleicht nicht direkt, aber später ist das ein Bauprojekt konform zu dem Plan. Dann hat die Option von dem Speicherausbau auch nicht draufstehen. Speicherausbau, das kommen ja zusätzlich mit der Karin so bei, und das ist viel gesehen, dann kann ich schon im Ministerium des Logements genau Mesuren viel gesehen, als wie groß der wenn Kummer sind, weil das ein maximal groß, weil das ein minimal groß. Also ich meine, so fast habitable, auch schon ein von den Hauptkriterien, dann kann ich die vom Ministerium des Logements. Ich weiß nicht, ob von den Hauptkriterien ist, ob das Haus muss eine Ausführung sie von einer Garage, von einem Carport oder von einem Emplacement. Ich meine, das ist eine rein technische Sache, wie im Baureglement von der Gemeinde geregelt wird. Zur fast habitable, aber sie muss strukturiert sein, da sind ich ganz sicher, die also beim Ministerium des Logements geregelt, weil die muss respektiert sein. Aber wie gesagt, wir können gerne ein Ministerium des Logements nur fragen, ob sie da ein Problem gesehen oder nicht. Ich meine, wir sind da ganz konfiant, dass das für sie an der Reihe ist. Sonst noch frohen. Kein froh, so sind, dann gibt mal Probleme darüber, wann ich gibt Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Ravel Nico. Ja. Merci. Da gehen wir zu der nächsten Konvention, Serge, schon gibt. Voilà, das ist Konvention, die zwei Unifamilienhäuser, die Jumle gebaut gesehen, an der Rue de la Montagne zu evasieren betreffen. Ich meine, heute kurz ein Resümee vom Projekt. Ich meine, da war ich den initialen Devis gestimmt, gegen 12. Juli 2017 für 1,2 Millionen. Da gab es den Devis supplementär den 20. November 2023 für 545.000, sodass das Budget total, den Devis, die gestimmt war, von 1,75 Millionen war. Depense effektiv im Gemeinderat gestimmt, war im Januar 2024, da haben wir dann 1.777.543 Euro an Kosten gehabt für das Projekt von den zwei Häusern zu bauen. Initialement war 2017 schon eine Konvention in der Schrift gegeben, Ministerium des Logements für Subside zu kriegen, par rapport zu dem ersten Devis, die Fehllucht, da war dafür gesehen, dass man von 900.000 Euro kriegen. Das hat damals 73,17% von den Gesamtkosten ausgemacht. Da hat man dann auf Basis von den definitiven Dekonten beim Ministerium des Logements nur gefragt und wie dass da verschiedene Departementen waren, ob man nicht eine neue Konvention kriegen, die adaptiert wird zu den aktualisierten Marktpreisen, die man müssen bezahlen. Und da also rauskommt, dass das Ministerium des Logements als eine Konvention proposiert hat für 1.392.000
Euro. Und du man da gibt noch lichte Prozentage von dem, was man kreieren, ob 73,37% herabgehen, sodass am Anfang den Ministerium des Logements ist ganz entgegenkommen, dass man die zusätzlichen Kosten aber auch teilweise so subventioniert kriegt. Und du man da dann eben noch ein kleines Surplus von 400.000 Euro, die aber trotzdem die mehr Kosten, die man auf dem Projekt hatten, aber ein bisschen aufhört. Voilà. Sind du zu freuen? Kein Freund. Da kann man direkt aufstimmen, und gibt Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Und dann noch eine dritte Konvention. Das ist dann Konvention für die zwei Häuser, die wir jüngst gebaut haben am Leergrund, also beim Leerbierg und der Straße Leergrund. Da war es so, dass wir in den initialen Devis hatten 2016 von 1,4 Millionen Depenses effektiv, die wir am Bangerot am Februar gestimmt haben, die war 1,6 Millionen. Da war dann nachdem wir schon 2017 eine Konvention gemacht haben, dass wir von 115.000 Euro Subsid kriegen. Das war damals dann 64,5% von dem Gesamtmontant. Auch da haben wir dann mit dem Ministerium des Logements gesprochen, ob wir nicht eine neue Konvention kriegen. Da konnte man ein Subsid dann akkordiert von 1.177.255. Und dadurch erhöht sich dann effektiv auch die Kontribution vom Ministerium des Logements. Dafür größte Merci. Auf 71,83%, wo man dann dafür subventioniert kriegen, wird dann eben noch ein zusätzliches Reset für unser Budget durchstellt. Sind du zu freuen? Nein. Da gibt es noch darüber aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Ich meine, das flott, wenn man eine so noch-kriegt, und das ist gut, dass wir die Demarchen gemacht haben. Voilà, da kommen wir zu verschiedenen echten administrativen Decisionen. Und da gibt wir ein bisschen aufhängen mit einer gemachten Wand, wo wir dann zu Minzburg, Parcelle 825 über 4508, zu einem Monprisepreis gekauft haben. Das hatten wir alles schon als Kompromissen. Hier am Gemengerot, hier werden noch Akte vom Notar. Gehen nicht zu frohen. Da können wir darüber direkt aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Dann das ähnlich Nachrenkeier, das ist dann ein paar Meter innen drin. Wie gesagt, auch da hatten wir den Dossier schon am Gemengerot, und das dann nur den Akt vom Notar, den wir mussten approvieren. Da waren es dann 34 Cent Jahr. Wenn du auch kein Frohe sind, da gibt wir über den Punkt aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Dann, ich hatte schon viel gesagt, der nächste Punkt, da, also da kein Akte Vente, mais ein Akte Session à titre gratuit, so heißt doch die Liberation. Ich meine, am Dossier ist alles richtig, das ist just noch der Jour, den du nicht richtig war. Und da auch, wie gesagt, hatten wir schon, und hier wird dann nur den Akt. Und da wird das aufgetreten, weil das am Kader von einer PHP war, seiner Zeit, und da war eben der Akt noch nie gemacht, weil das Lo verkauft hat. War das der Moment für das zu regularisieren. Sind du zu frohen, kein frohen, da gibt man auch darüber aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Dann selbe Geschichte, den Kompromiss hat er schon gesehen an der Rue Jean Ruf, wo wir den Akt machen für den 3 Hektar an der Straße, den wir brauchen für die Republik, wo die Leute dann noch drauf verstanden waren. Auch dazu kein Frohen, da können wir auch da aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja.
Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Ja. Trein Serge, Jo. Treisen Paul, Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Und dann haben wir einen Akt d'échange an der Rue de Luxembourg. Auch da, also den Akt an das Keier, auch das hat er schon gesehen, normalerweise ein Keier. Voilà, da wird man tauschen. Und das geht da praktisch bald ab von den Flaschen. Und dann ist die Situation auch regularisiert. Wenn keine Frohe sind, da ging man auch da aufstimmen. Altmann Jean-Marie, Ja. Reicher Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Ja. Trein Serge, Ja. Treisen Paul, Ja. Welsch Nico. Ja. Merci. Und dann der Punkt 4.9, droit de Präemption, wo man müssen dezidieren, ob man die Grundstücke kaufen oder nicht. Ich meine, das ist ein bisschen komisch, ein Lotissement, wo die Gemeinde ja dann noch am Anfang der Kor, weil das so Bauplätze entstehen, an Prozedur gesagt, aber 4, als von Bauplätze nicht bebaut sind, dass wir hier müssen darüber dezidieren, ob man den Terra wollen kaufen oder nicht. Es könnte ja auch der muss billig Gebäude sind, das Gemeinde sind gehen, gegen so Natur interessant dafür, wollen wir den Terra aber kaufen. Dir wisst wo das an der Rue Jean Ruf und der hat man schon viel Räts, Sektion B de Münzbach an da gi man aufhängen können wir do zu summen aufstimmen über den Punkt. Nee. Da machen wir se Einzel den echten Kadasternummer aus den 1176 19. Können wir darüber aufstimmen. Hat man Jean-Marie? Ja. Reicher Serge? Ja. Fogarini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch, Sauber Jules? Ja. Trein Serge? Ja. Treisen Paul? Ja. Welsch Nico. Ja. Dann Nummer die nächste Kadasternummer den 1176 über 4521. Das war nur die Last. Ich fuhr nach ich schon so am Dossier oder ich fuhr nach Lever der rein wie so mal die Jour stehen. Ne? Ja. Serge. Kann ich Ja. wir können die echt 5 können wir an engem Satz können wir aufstimmen just den eng 6 separat von Schrift. Was ist das für Lied von der Reihe? Kadaster Nummer 28 dran. Ja, was ist das für Lied von der Reihe? Machen wir das so. Wir stimmen nur ein auf, den einen tun wir ja schon aufgestimmt, wir stimmen nur über 2, 3, 4, 5, mein eigenes Wort, und machen den 6 dann separat. Okay, merci. Also, du stimmen wir auf, wie wird den 2, 3, 4, 5. Hat man Jean-Marie? Ja. Reicher Serge? Jupp. Fogarini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch? Sauber Jules? Ja. Trein Serge? Ja. Treisen Paul? Ja. Welsch Nico. Ja. Merci. Und da wären wir beim 4.9.6. Das ist dann die Kadasternummer 1176 4521. Und da hat den Serge etwas. Maar wanneer den Dossier geguckt huet, da gesit een Akt also kein Akt méi Kompromis de Wand dabei am Dossier leiien. An do as eng Notiz ënnen eng handgeschrieben Notiz, la commune de Chutranche confirme que le deuxième alinéa de l'article 29.6 vom PAP n'est pas appliqué en pratique. Construction et réalisation simultanée. Also, wenn du den Satz da guckt, wie von der Gemeinde Schütter hat das konfirmiert, dass den PAP früher am Gemeinderat gestimmt ging, als ohne ihre Marken dabei, und das eben van het Jumelé ass dats de mussssen ze Summe gebaut gin, wien vun der Gemeng huet do die Zustimmung do ginn, wie se lo Kompromis de Wand steet. Weil PHP Schönneberg Partie krit pleng alles mat Deskriptionen schon fir Dr gesot, dat das ja schlich vum Gemengerot aufgesehen gin. An mir giffen lo proposéieren, ich gesinn dat se bëssen Opregung hai, mir giffe proposéieren, dats der Fleisch de Punkt
vom Ordre du jour holt an dass der Gelegenheit gibt für dat zu gucken an dass man dat derfleisch bei enger andere Sitzung können op Ordre du jour holen Filo net weiter an unendlich Diskussionsverfallen also mir gi proposéiere fir de Punkt vom Ordre du jour zu holen weil man muss vom Mode Jo ich mengen das recht dass den Foto steht op dem Kompromis drauf hat wird gemengt binden das der Missionär Schriftsteck wo der dann dra steht aber mir verzicht ja just drauf dass mir den Terra kaufen ja mit ja. Das genau wie fir drin ich mein das eng Pièce am Dossier gut also die Pièce die leit ja am Dossier de Kompromis für das Gemeng wees zu welchen Preis das du verkauft du steht drauf dass eng Wort die verkäft an schmengen van mir Lohai schon op den droit de Präemption verzichten dann so mir do Mader dass man da kann sinn dass die Pièce am Dossier as dass die validiert das net so schmengen mir stimmen iwwer da der Liberation wann iwwer die Decision die ma holen an de Kompromis de mis go net am Dosse leiien wird erken doch e Brief draleen so den Terra gëtt zu dem Preis verkauf wat eis interessiert dats der Preis für das mir wissen ob man wollen oder net den droit de Präemption ausüben me die den de Kompromis den huet keng Valeur juridik fir die Decision die mir holen do wirfle net secher ja den droit de Präemption auf. Bon, ich mein, wir proposieren einkeer einfach vom Ordre du jour an der Member eng anerkeier wann der Regime informiert tut van alles konform weil so gesinn schon dass der Energie dass die Gemengeroto d'accord ass mat der Remark die op dem Kompromiss steht an zum dat eng Remark wo seht da se vun der Gemeng konfirméiert huet. Ja. Dat mis Dommerfleisch geklärt gin. Dufir ass der Tofleichen eng ganz risikoreich Affaire, weil fir allem steht drop, dat Gemeng erklärt, dass den Artikel net applikabel ass. Ja, du hast an dem sinn recht van der Teil en Geschicht fir das Hai e Brief vun der gemengigen Graleien erschriwen vum Schaffer oder vum Beimeester, da kennen sich die Vorstellen ha du just de Kompromis wo da drin geht ob mir den Terra wolle kaufen net ich wissen wat dat einer du neuer Decision ob mir den Terra wolle kaufen oder net dat spielt das bei de Baugenehmigungen ich mein, ob mir eng Baugenehmigung akzeteiere wo dat so passieren der Partie civil ha ausgemat ab geto huet Gemengen Responsabilität mir desideiere jo ha just op mir hun den Terra do zu kaufen oder nach enkeier dat Erzdruck das Gemeng op dem Kompromis de Wand oder dem Kompromis de Wand ja als Ersatzdruck das Gemeng dat konfirmiert mais ohne Preuve ohne Pièce justifikative gut also ich meine aber den nämlichste Fall wie man immer die Diskussion über einen Plan de Morcellement wo man de Morcellement hatte noch über die Lektüren wo dann ein Projekt von einem Haus dabei leitet das nicht weil mir Morcellement stimmen dann automatisch das Projekt den de Morcellement illustriert dat du man de Projekt automatisch eng Baugenehmigung ich meine das war stand immer dat wat immer he gepredigt gin von dem mechte Schafferrot wo gesot gin das net binden mir stimme dem Morcement nämlich an noch heimmengen fir dat man legal sinn gëtt de legalen Delay dat ab dem moment wo den Akkuse de Rezeption von der Gemeng do dat das hier komplett aus de den Delay vun Drch wo man muss als Gemeingerot darüber aufstimmen ob man den Rolle Prävention exerzieren oder net an der das mensch die Kadre legal wo man als befanden an dafür sinn du ganz aufverstand dat man so mir stimmen auf und mir so ganz klar mir stimmen darüber auf ob mir den Rat der Präemption exerzieren oder net das Propos dat man dat net machen an der anderen Menge just dann ein Problem zu den Partie zivilen weil sie an hier kontraktuell Relationen zu schreiben sind immer oder mir sind immer andere Meinung klar me gut das Decision Nico, du wolltest
Ja, vielleicht für Kompromisse fannen kann ich ja an der Deliberation schreiben. Wir stimmen hier auf, dass wir das Vierkaufsrecht nicht unholen oder dass wir nicht davon profitieren. Und dummer doch holen wir keine andere Entschädigung, was irgendwie einen Impact auf dem Dossier hat. gesagt den Pol mich opmerksam. Du hast ja nie auf dem Datum auf der linke Seite vom Kompromiss als ein Paragraph drauf. Von wem machst du? Ja, aber das weil auf der Hand beigesagt hast, das muss doch von einem Notar oder von denen, nicht Notar, von denen. Von ihnen sind wir das nicht von uns. Kompromiss beigesagt op der Hand, da müsste eng Paragraph dabei den dat geschrieben hat. Oder die andere Partei. Also ich meine mir kann net wir wissen net also steht trop zwischen zwei Parteien de Kompromiss gemacht gin steht trop zu wegen Preis wat für ein Fleisch dat du verkaufen. Ich meine die Information Nummer wenn nur halb parafeiert hue und so weiter dat net Leiit ja net an ausem Bereich, dats mir dat können soen. Mir war ja net dabei, wie de Kompromiss ënner Schriwe gin ass schmengen dat as net am Bereich vun der Gemeng. Also mir mussssen davon ausgehen, dats den Terra verkauft soll gin zu engem Preis, a mir mussssen desideieren op mir droit de Präemption, wie dats den Terra net bau das ausübewëllen und net as die Decision, die mat nowen mussssen hullen. Gut, ich meine, da stimmen wir darüber auf. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fojarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Sauber Jules. Enthalen. Trein Serge. Enthalen. Treisen Pol. Enthalen. Awelsch Nico. Ja. Merci. Dann haben wir noch einen anderen droit de Präemption irwischte Neuheiten. Da ist es so, dass den Terra zu einem großen Teil jo, also der größte Teil vom Terra, den das bebaut, da hat Gemeng also kein droit de Präemption, aber da bleiben aber Hanne wie drum Plan gesehen hat, wie das Analo weiß, da bleiben da die Stecker, wo wir auch schon ein getauscht haben, weil wir kriegen die WO aufgetreten an die Stecker, die sie nicht bebaut. Und da ist eben auch froh, ob die Gemeng die will kaufen, wie das wir die WO da aufgetreten kriegen und mit den kleinen drei kann man da auch nicht richtig aufhängen, also auch halt Proposition auf den droit de Präemption zu verzichten. Sind dazu noch froh. Kein frohe Sinn, da gibt man drüber aufstimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fojarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Pol. Ja. Awelsch Nico. Ja. Merci. Und da kämen wir bei der Affaire Sozial, 5. Punkt, 5.1 präsentiert das der Serge und der 5.2 Andy. Voilà, beim Punkt geht es darum, für Kontrakt de mise à disposition von einem Logement, das ein Haus auf der 162 Rue Principale zu Minzbusch, das war ja so immer verloren den Farmern Detresse, die haben ihre Kontrakte abgelöst, das hat man ja auch hier am Gemengerot mit des Jahres. Und da als der Hölle war SBL und als Rohgetruden, ob es möglich wird, dass sie die Wohnung überholen. Wir waren die Wohnung auch paar Martine gucken, sie haben sich auch die Wohnung angeguckt, sie waren verschiedene Arbeiten zu machen, notamment müssen eine neue Ugestracht gehen, sie haben die Freien alle nicht überholen und sie haben schon engagiert, für die Wohnung zu überholen. Wir haben ihnen noch ganz klar erklärt, dass ein Projekt ist, für ein neues Projekt auf dem Terrain zu realisieren und dass man die mise à disposition schon könnte machen, solange bis dann ein Projekt ausgeschafft wird, den auf dem Terrain realisiert gehen und dann müssten die Kontrakt de mise à disposition abgelöst gehen. Ich sehe auch, dass der Kontrakt dann eine Dürre hat von einem Jahr, die dann alle Jahre tassitement reconduit auch für ein Jahr. Der Leih ist gratis. Den Preis der Fee war 9. August, wie dass sie eine kleine Urgence hatte, für die Leute zu logieren. Und wie dass die Arbeitsschnelle nach Kommission gemerkt haben, hätte man den Kontrakt schon am 9. August laufen gelassen. Ich meine, dann hatte ich auch eine Mail gemacht, wo ich darüber zu informieren.
Wir waren noch schlecht Summen wie gucken, das ganz flott gehen. Ich meine, das ein ganz gut erbig gelegt gehen an Madame auch schon geplant. Voilà, so geht man da proposieren, dass man haut nach die Konvention am Gemengerot validieren, die man schon den 1. August in Kraft gesetzt haben. In dort zu frohen. Kein frohen. Da kann man auch darüber stimmen. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Fujarini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Merci. Und dann kommen wir bei den zweiten Punkt. Andy. Ja, bei diesem Punkt geht dann um die Approbation von einer Konvention mit der ASBL Mouvement pour l'égalité des chances pour tous, kurz MAC. Am März 2022 hat das Ministère des Affaires Intérieures ein Zirkulär und Gemenge geschickt, die an Zusammenarbeit mit dem Civicol ausgeschafft wurde. Konkret ging es eine Präsentation vom Projekt Super Senior genannt, die von dieser ASBL angeboten wird. Das ist ein intergenerationelles Projekt, das Zielsetzung hat, denen kann zu helfen, die eventuell Schwierigkeiten am Lehren haben, auch für die für Senioren akkompagnieren zu lassen. Es handelt sich also um ein Service d'accompagnement scolaire, aber intergenerationell. Senioren sollen nicht nur da sein, für dann einen Support an Akkompagnement scolaire zu gehen, aber auch durch ihre Lebenserfahrung die kann eine moralische Unterstützung geben. Also kann er dem nur einen anderen Bezug oder einen anderen Blickwinkel zum Lehren, wie man den Älteren, mir auch dem kann Motivation als Organisation können durch ein sogenannte Super Senior Geduld gefördert gehen. Außerdem können Kanner und Ältere von einer anderen Approche profitieren, wie ihn zum Beispiel Hausaufgabe machen kann, an eine so scharfe Travail vielleicht von den Älteren entlastet kann gehen. Auf der anderen Seite gewann dann Senioren aber auch durch diesen Échange die Kompetenzen, die gebraucht, das Wissen kann vermittelt gehen, das Engagement wird valorisiert, und sie können dann aber merken, dass sie ein wichtiger Teil von der Gesellschaft sind. Es ist dann auch so, dass die Super-Senioren von der ASBL begleitet gehen, von Formationen bis hin zu regelmäßigen Austausch über die Experienzen und die Entwicklung von den Projekten mit den Kindern. Das heißt, der Super-Senior muss ein CV rausschicken, wird genannte Themen gefordert, es gibt eine Formation angeboten über den Akkompagnement scolaire und die erste Reunion mit den Eltern ist dann auch mit der ASBL zusammen. Wie läuft das Ganze da auf? Als erstes als eine Phase von ungefähr 6 Monaten gesehen, wo die Senioren rekrutiert gehen, zusammen mit den Tests d'Aptitude an den Formationen und Entretieren, für sie bestmöglich sich zu präparieren, aber auch für den Service den Anwohner mit zu bringen und zu informieren und so die ersten Dossier zu attribuieren. Bei diesem Projekt machen wir zusammen mit den Gemengen in der Rand Konten als Anweiler, sodass auch die Kosten von der ersten Phase durch 4 Gemengen auf die Unzahl von den Anwohnern proratisiert verrechnet gehen. Der Gesamtmonat von der ersten Phase beläuft sich dann auf 30.300 €, sodass die Kosten für äußerst einmalig auf 6.932 € belaufen. An der zweiten Phase geht es dann darum, für die integrale Koordination von den Aktivitäten durch das ASBL aufdecken zu lassen, sodass sie sich um den permanenten Suivi und die Chancen mit dem Super Senior und den Älteren kümmern. Das zweite letzte Phase kostet dann auch, und zwar 0,80 € pro Anwohner, sodass wir hier auf 3.510 € pro Jahr kommen. Es war auch gedacht, für den 1. Oktober mit dem Planning anzufangen, mit einer Gemenge von den 4 Stimmkonventionen recht am November, sodass wir dann ein bisschen, dass wir dann recht Standwerte mit dem Planning anfangen können. Eine Seance mit einem Super Senior dauert dann 90 Minuten, kostet Eltern 10 € im Vergleich zu 50 € ungefähr Privatunterricht, wovon 8 € und der Super Senior gehen für Deplacement bis bei Kant heben. Wir haben an dem Kontext dann noch den Avis von der Familienkommission gefragt, bei sie leider einen negativen Avis aufgehen, einmal mit der Begründung, dass schon eine Hausaufgabenhölle vom Jugendhaus angeboten wird und dadurch eine Konkurrenz entstehen gäbe, und dass nicht viele Senioren an der Gemeinde mitmachen, die die Konventionen erschrieben haben, und da wenn die Projekte an ihren Ernst teuer werden. Aber das ist aber so, dass der ASBL das seit 2019 schon möchte und dass schon 37 Gemeinden mitmachen, mit einem Pool von über 50 Supersenioren, die schon über 200 Kanner aus dem Primär geholt haben. Dieser Pool soll aus solchen erweitert gehen mit eben Supersenioren aus den 4 Gemeinden, Sandweiler, Konten, Niederrhein und Schütter,
für mehr en groß Flexibilität zu garantieren am méi kannner de Service können unzubieden. Et geht also drums für de Pool ou Supersenioren zu vergräeren durch als feier Gemengen an aber auch für de Demande zu vergräeren, weil de Supersenior as ja net limitiert op sin Gemeng. Dann Hausaufgabenhölf, die vom Jugendhaus aufreiert gött, als so eng sogenannten Peer-to-Peer-Hölf, also von Schüler für Schüler, dem nur wei als lewer so, dass Kant wat Hölf man Hausaufgabe braucht, für den das vielleicht penibel, für den andere Schüler zu suchen, zum Mulz von denen pro Jahr mehr aus, wie selber respektiv kann er sich auch kennen. Die vom Superseniors Stefe eben eng komplementär Opfer unzubieten und zusätzlich statt intergenerationell an einer Gemeng zu fördern. Da haben wir dann auch nur Rechtsspruch Barbara Cash als Person de Referenz nominiert für sowohl Koordination und Kommunikation von diese Supersenioren zu assurieren. Von dieser Seite fällt man dann noch eine Merci so für das Tag zu verholen. Was dann noch wichtig zu sagen ist, dass die RSBL ein Label de Qualité Bénévolat 2023 von der Agence du Bénévolat kriegt. Sie stehen unter dem Patronage vom Familienminister an hun Lützeburg europäischen Rural Inspiration Award 2021 vertreten für Sozialinklusion, wo sie Finalist waren an auch eine Auszeichnung kriegt. Aus denen Gründen fehlt mir eben das Konvention approviert kriegen, die dann ab dem 1. Oktober Kraft tritt. Und wir sind noch überzeugt, dadurch kann an Senioren aus Eisergemeng von profitieren werden. Merci. Merci an die ja, Serge van Schlift. Yes, ja, ob in diesem Projekt über das Service d'accompagnement scolaire begrüßen soll, ist nicht so evident. Und du hast für gesagt, den Avis negativ von der Familienkommission zum Super Senior Mathieu bedenken, soll dann eisen auf jeden Fall bei der Decision vom Gemeinderat betrücht gezogen, weil mit ihren Argumenten sind nicht so falsch. Jugendhaus, man Studenten auch, hilft das klar, und da ist eben eine Jungen, eine aus das vielleicht einen anderen Succès gëtt dat Fleisch wie wann eler Senioren do an dem Akkompagnement mat machen. An wann e dann lo hëlt, du es hier een zweete Punkt, dat je de klengen zoulaf, du es lo fir Dr gesot 50 Leiit op 37 Gemengen, dat das 1,3 Personenchen pro Gemeng. Und dafür ist man mich froh, vielleicht nicht die Kaste, was du gesagt hast, die soll ja auch nicht negligieren. Und dafür hat der Chef sich ein Ziel gesagt, minimal Ziel, ab wie viele Leute, dass sie dann das Projekt wirklich weiter feiern wollen, ab wie viele Super Senioren oder feiert den Chef schon das Projekt weiter, auch von einem sich meldet. Und gut. Ja, nee, du hast recht. Also, wie schon gesagt, Jugendhaus die offeriert dann ein Peer-to-Peer, also von Schüler für Schüler. Und das, ja. Ja. Und plus ist das dann just eine Hausaufgabenhölle, unsere Gemeinde just eine Hausaufgabenhölle. Heißt immer wirklich beim Accompagnement scolaire. Du hast an dem Kontext auch der SBL eine Umfrage gestartet, für hier 5 Jahre zu feiern, wo sie das dann noch im Familienministerium präsentiert haben. Und du hast sich über 2/3 von den Eltern mitgemacht bei der Umfrage. An Resultat also so steht, dass über 90%, 90% sind sich von den Eltern zufrieden. Du also auch eng von der Erklärung war die, dass die Eltern darüber zurückgegriffen haben, weil eben keiner Echter die Senioren als Respektperson betrücht haben, wenn sie dann Echter nicht gemacht haben, mit den Eltern selber. Ich meine, jeder von denen Kanner hat, die weiß, dass du, wenn den Hausaufgaben mit den Kanner möchtest, da gehen wir Diskussionen. Die Diskussionen gehen dem nur auch von den anderen Jugendlichen Hausaufgaben möchte und naja, aber was beim Resultat rauskommt, dass eben weil der Senior aus dem seiner Lebenserfahrung du kann Trio gehen, waren kann er viel mehr rezeptiv, sie noch viel besser darauf reagiert. Der dann hat was du gesagt hast mit dem wie meinst du Zielsetzung heißt du gehen und so dass die Konvention sollte den 1. Oktober aufhängen und dann für EU. An dat Joer können meist du dann noch ginn fir zu gucken, ob es klappt, ob es nicht klappt, zu summen mit den anderen 3 Gemenge, wo man das Ganze dann will lancieren. Wann es klappt, da gibt es das verlängert gehen, wann es nicht klappt,
dann können man den Präavis von 3 Monaten ganz einfach aufsuchen. Ich meine, du hast von der Statistik da geschwärzt. Aber wenn ein Lo die Schifferen da hält, 50 Senioren verdeelt auf also 50 Senioren verdeelt auf die 37 Gemengen. Eng Statistik ist ja im Prinzip recht repräsentativ von so gewissene Prozentzahl, die wir schreibt wird. Bei enger Unzahl, wie Lodo genannt ging, aus von 1,3 Senior pro Gemeng, als eng Statistik sowieso nicht repräsentativ, ganz klar. Und was du nachgesucht ging, aus die hue die Joer Zeit net grad, weil wann du guckst dem Präavis, du hast gesot sind 3 Meint, dat heißt, da mis schon no 9 Meint evaluieren, ob der weiterfuhr oder net. Und gut, mir weisten dann noch nach gern, wie es dann nur an den anderen, das ja eng von den anderen 3 Gemenge, wo recht op Nordrhein die Jour geholget, aber wie es da bei denen, die lo schon mal am Projekt dabei sind. Hundo schon lebt dat schon wie hast du das Succès oder ja also mir feier Gemengen wir wollen dat ganz zu Summe machen nach von den anderen 3 Gemengen die man angefangen und wir wollen dat alles zu Summe machen wo man dann auch die SPL nehmen hun die auch selber ein Koordinatrice genannt tun für dat ganz können zu gerieren und wir machen dat gern zu summen du willst muss mir die feiert Gemengen waren die anderen 3 Gemengen oder die 3 Gemengen die dat ganz schon Jour hatten die am Planning angefangen wenn wir die 4 Gemengen geworden und dann die Statistik also sech net gemacht immer die Supersenioren wie mit denen Eltern die mat gemacht hun sind immer bei über 222 Kanner die wo die Eltern dann eben gefrot gi für die Info mat zu machen wie gesagt, es geht nicht darum, für dass man ein großes Unzahl von Supersenioren in der Gemeinde dabei kriegen, dass man so okay, Münder 50 in der Gemeinde. Es geht darum, für den Pool von Supersenioren, die in der Region zuständig wären, für die Kinder zu helfen, dass du einfach vielleicht noch 2, 3 Leute von unserer Gemeinde mit dabei kommen, für dass man können den Pool erweitern und Personen, die den Kindern da können helfen. Und auf der anderen Seite, Paul, ich vergesse, auf der anderen Seite noch der Pool von Kindern. Mir groß zu machen, für das der Mond mir groß geht, für das dann noch mehr Leute sich dafür interessieren, für das zu machen. Ich schon richtig verstehen, dann bleibt der Super Senior nicht an seiner Gemeinde, nicht unbedingt an seiner Gemeinde, aber der kann noch auf knapp Posten fahren oder schießen zu gehen. Die erste Etappe ist die, dass den Super Senior schon auf Beispiele wohnt zu Straßig und das wegen der Mond von Sandpfeiler. Da kann man op Sandpfeiler fuhren, weil man eben zu den 4 Gemengen dat ganz du den Pool wollen kreieren. Die andere Etappe ist dann die, wann du aber Mank und für Supersenioren do wären und Gevelo zu Schengen, zum Beispiel in dem Motto sind, da gibt die Supersenior zu Straße kontaktiert gehen, willst du hin gehen. Und da leid nach man mir vom Supersenior für die Sohn, ich fahre bis du hin oder ich will nicht bis du hin fuhren, wenn man nicht zu weit ist. Das ist keine Obligation. Ja, Anne-Marie. Also mir fallen noch, dat Zölen net wirklich überzegend sinn für wat dat kascht, weil die 4 Gemenge man zwar zu summen einfach kascht ausgemeng, aber noch 7.000 € für Fredinstallation und dann noch ein keer all Joes 3.500 €, wann nur 1 Senior an 5 Kanner an eiser Gemeng fan ich dat van mir dat doch ein bisschen viel. En da kunt erbij dat aber schon noch het Gemeng selber viel Sachen mischt für Ederleid an Jungkleid bei zusammen zu bringen, wie hun geschwinden Journée intergenerationell, wat immer ganz flott ist, wo Jungkleid mit Ederleid können schwätzen. Und die Familienkommission hat doch schon mal mit der Maison Relais Projekt gestellt, wo Ederleid mit der Aktivitäten machen, wie Kachen, Stricken, Vierlesen, erzählen über wie das für an Bauernhaft zu wohnen. Leider ist das durch Covid nicht ging, aber die Kommission hat einfach will für das noch ein Kehr zu machen, also mit der Maison Relais zu zoomen. Also das ist nicht, dass nicht geschieht. Und wir freuen uns, ob der Wert ist, für so auszugehen, für etwas, was noch nicht so ganz. Ein Sondage wäre vielleicht eine gute Idee für die Leute zu gucken, ob du wirklich Interesse hast für oder Besoin. Also die war du also von einer zurückzukommen nicht vor dem
Die war dafür Datei als Komplementäroffer durchzustellen, ne? Dass da nicht ein Konkurrenz soll sind zum Jugendhaus, ein Konkurrenz soll sind zu dem was Familienkommission schon als plant am intergenerationellen. Es soll komplementär ein zusätzliches Offer geschaffen gehen für die Leute, die das vielleicht wollen und Urspruch holen. Okay, über den ersten Punkt kann ich schwätzen. Gesinn ich nicht du als die Griechen abhängert für zu sagen, dass da ein Grund ist für das nicht matt zu machen. Das ein komplementär Offer, wo man einfach wählte probieren für als Bürger das unzubieten, dass sie davon auch Gebrauch machen. Ja, Nora. Ich bin froh, also auch mit dem Lehrpersonal über die Idee geschwärzt gehen. Weil ich erinnere mich, also zu meiner Zeit, ein paar Jahre her, wo meine Bewohner an der Primärschule waren, habe ich nicht dürfen Rechnen mit ihnen machen, weil wir über ganz andere Rechenmethoden hatten, über die Division oder Multiplikation, wie sie das an der Schule gelehrt gehen. Und dafür hat mir gesagt, um Gottes Willen, hilft ihnen nicht, also das war besser, sie waren effektiv dann an der Schule, als guten Ton erklärt, weil ich mal wissen, was das Lehrpersonal dann davon erhält. Also die aus dafür, dass sobald der Planning startet, beim Planning dann auch die Responsable von der Schule mit dabei sind, wo sie dann auch das Projekt erklärt kriegen von der SBL, zusammen mit dieser Relation Publik, wie man da ganz da können enke noch bausen, den Leute weisen, enke die super Senior wählte gehen, aber dann noch enke den Älteren die Informationen mat können heben gehen, okay, hey, mir hulle so ein Service, den wir offrieren an der Gemeinde, will du mat machen oder will du nicht mat machen. Ich will ein konkret Beispiel geben, wo ich vielleicht so etwas brauche, aber trotzdem von einem bekannten Kreis war Mädchen auf der Premiere und dann nur Examen an der Mathe. So. Wo fand ich hin, den ich war Sommervakanz, mit mir do Mathe möchte, für dass ich mein No-Examen packe. Ne? Das möchte kein Jugendhaus, ne? Das möchte auch kein den Oper nicht. Weil wir kriegen ja erst eine Applikation, wo wir Oper in Kontakt bringen, wenn es da Chance ist, und der Mathe-Prof neben drin, da kann das mal funktionieren. Mit der Applikation sind wir ja da limitiert, also räumlich limitiert, weil die Leute sich nicht so kennen, heiger eben irgendwie spezifisch Offer angeboten, die a Premier Vue net ganz bëlleg ass, met dosio die Formationen androen, net wese immer Formationen kachten relativ viel suen, weil jo do Leiit a Kontakt kommen, net ass net den Oper kann de net, do kommen jo Leiit an Kontakt, déi sech fir do net kann, und muss en Vertrauensbasis opgebaut ginn zwischen den Älteren, dem zwar diesen Senior an dem Kant, wat dann do vun der Hëllef profitéiert an schmengen das bëssen de Kader an dem als bewegen. Natürlich kann en iwwer den West diskutieren, méi mir sollten als awer die Chance gin, dat dort probieren, weil man do mat awer Kanner, die vielleicht awer an der Schule bëssen Hëllef brauchen. Mir hun noch viel Kanner, die an der Schule Hëllef brauchen, weil se en Immigrationshintergrund hunn, weil se net mat Deitsch oder Franzésisch an der Schule ugefangen hunn an ha am Schulsystem mat kommen. Do kënne eng Offer sinn no verdingt jo do ken sech an demlech op den Handy huet gesot, den Prof krit 8 €, das Bel krit 2 €. So natürlich han und run die Applikation laufen, diese muss bezuelen, die auch wahrscheinlich Molajur gesagt hat, wann der Besoin do hast, ne, dat muss finanziert geht, man net wirklich neich springt, de Kontrakt as limitiert, können wir rauskommen, wir sollen auch die Chance gehen für de Kanner die Höllle der unzubitte, was er Höllle brauchen. An schmengen op der anderen Seite die Leute, die do die Kompetenzen hunn fir die Kuren ze ginn, die fëlle sech auch valoriséiert net dat wat du gesot an Marie dat Tommer alles an der Gemengen treffen an dat so alles gut, met das ja net wie an dem Hai ëmfeld, wo ich fleich den Ingenieur oder den freieren Enseignant iwwer seg Pensionioun heraus do danach kann hëllefen, was se Hëlle an der Schule brauchen. Ich muss vun dem Fall, wo ich erzählte so Mädchen huet hun freiere Mathesprof den du den bereet, war den nëmmer gesot in der Klasse an derch braucht dann meldech, dat huet dat gemerk an dem Mathesprof war d'accord fir iwwer zummer Vakanz die Formatioun ze ginn. D Resultat will ich noch net die kënnenloricht nächst woch heraus op et gepackt huet oder net. Mit das awer so ein typisch Beispiel mensch, wo die Offer gif gëllen an wie gesot mir gin noch ganz viel andere Sachen viel suen als wir sollten dem Projekt eng Chance gin zum Mo dat nopech gemeng zu summen machen. Skrift. Ja, ich wollte ganz klar sagen, ja, kann man gehen, kann er die Chance, mehr, wie gesagt, mit der Konsequenz, dass von das nicht funktioniert, auch da muss man auch die Kraft tun, wie dann zu sagen, ja, wir halten wir ab. Nicht, dass wir dann 4 Uhr schläfen lassen, da muss man ganz klar sagen, wir halten ab. Das ist kein No-Foto, aber ich bin der Meinung ganz klar, da kann er die Chance zu gehen.
Merci. Nora. Ich wollte just frohen, dass er aber just also kam aus der Primärschule, weil du so vom Premier, dass du nicht für Lycées kann, wo der heute geschafft wird. Das ist just für Primärschule, das kann er ja. Da kann er eng Demand sinn ich mein, kann eng Demand und das Bel war mir gesinn, dass du beso hast, dat zefleisch mussssen hier Offer do iwwer gucken voilà. Gut ich mengen da können man iwwer den Punkt aufstimmen, hat man Jean-Marie Ja. Eicher Serge Ja. Jarini Nora Enthalen. Kaufmann Jump Ja. Kaiser Andy Ja. Nagel Anne-Marie Enthalen. Joch Sauber Jules Enthalen. Tain Serge Enthalen. Taisen Pol Enthalen. Awelsch Nico. Ja. Dann ich merci. Just etwas Claude, du hast gesagt, Anne-Marie ist auch. Und Anne-Marie hat gesagt, Enthalen. Ja, pardon, da Voilà, sind wir der Reflex, dass das für dich Ja, ja, das ich viel weiß. kommt. Dann entschuldige ich also ja von meiner Seite. Voilà, da kommen wir zum nächsten Punkt. Also Umweltkommission hat den Nuno Sorino demissioniert. Und das war dann in Member an der Kommission, die von den Grünen genannt werden. Sie gingen dann als Remplacement vom Nuno Marie-Elise Wolf Krauter proposieren. Sind dazu froh? Da könnte man darüber auch direkt aufstimmen. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Jarini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch? Sauber Jules? Ja. Tain Serge? Ja. Taisen Pol? Ja. Awelsch Nico? Ja. Merci. Voilà, schriftlich frohen hat man kein Rakrit, sind einer frohen. Serge. Ja, de Jean-Marie hat fir Drun an dem no Montré Courrier verzählt, dass beim CGR jo den Präsident demissionéiert oder noch Sekretärin. Wir wollten aber mal froh, wie es insgesamt beim CGR weitergeht. Mir hat jo dem Chefrot proposiert, den Erbisminister mat Dossier zu befassen, ass dat lo schon Fleisch geschieht. Und dann eng zweetfro, die man hun beim CGR-Dossier huet de Chefrodlo schon eng Lesung fir den Ersatz fir die Erbechten, die sos bei de Privatleit gemerk gin, wann de CGR net méi wann de Kontrakt méi verlängert gëtt vum CGR an respektiv oder do scho Wander schofleich de Planning do vun der Hut mat eng Alternativ ginint do scho kächten. Also zu den Rechter froh also geht man CGR geht Louis Fion wir sind der Meinung, dass dann die gut Richtung geht man ja die Revendikationen, die noch immer dieselbe sind, da sind einer Gemengen, die da doch so gesehen und ich meine, dass da doch der richtige Weg ist für eine Struktur wie den CGR, dass das BL sich da muss aufpassen an dass die Leute die oder die Members die zugehen, dass die auch müssen auch können Tabdecisionen holen. Da gibt es viel Diskussionen du hin und her das soziale Engagement von den SPLs-Membern, das ist alles schön und gut. Ich meine, wir haben eine Struktur, wir haben Responsabilitäten und die müssen auch so am CGR verankert sein, für das kann gut funktionieren. Wir sind natürlich überall, ich meine, überall sind der SPL, die bisschen durch immer ströveln, weil dann aber Gestion vielleicht dann nicht so war, wie in der Chat können vorstellen oder wie die Leute sich dann noch vorstellen, die da nur müssen dezidieren, dass sie dann abhängen, wenn irgendwelche Sachen nicht mehr richtig laufen. Wir sind am Gange natürlich zu gucken, lo ist einfach so, dass das CGR ja heute ein Service de Proximität nicht möchte. Das heißt, alles Leute außer Botservicer net als Beger net vun der betroffen sind, ass bei einer Gemenge ganz ernstcht. Me net dat du trotzdem mir awer am gange den Terran ze sondéieren mat einer Assoziioune wat du méigg ass a wat dort kächte sinn Jo man an net doofgeschloss Rendevous sinn zum Deelrecht méi mir machen dat ja.
wir müssen Wammer jo die Decision definitiv dann hole muss man ja schon Alternativen auch proposieren also nicht nehmen dem Gemengerot mir auch als Leute als Bierger. Dat heißt, den Arbeitsminister aus pardon den Arbeitsminister aus an dem Sinn mit dem Dossier befasst nicht von nice mit den hat ausgemerkt an du hast ein Audit gemerkt gehen an Delight für den Audit dann da sind noch vom Arbeitsminister pro Sachen rekommandiert gehen an paar Sachen gesucht gehen das muss so gemerkt gehen an das als auch vom Conseil d'administration vom CGR eigentlich so ugeholt gehen an du kommen am Prinzip Adaption das so gesucht gehen an der letzten Reunion die wir da hatten die neue Präsidentin an den Büro diese Ömseschuld sich da eigentlich engagiert hat zu machen, was der Arbeitsminister und seinem Auditor proposiert wird, auch festgehalten hat. Pardon, ja, merci. Noch Fragen? Ja, wir sind gefreut für an der Maison Relais op het meisjes weer voor een Wasserdispender hinzustellen, weil kann muss nur wann ze Wasser willen holen an de toilette gaan en dat is vielleicht nicht so hygienisch. Ja, wenn man nicht bewusst der Ton hier steht, du müsst eigentlich Sturm gucken da dann ja. So wie man es auf den anderen Platz noch abgerichtet und das könnte auch hin. Paul? War schon froh betreffend Green Events. Du hast ja noch eine Änderung vom Umweltministerium, weil du könnt ab 1. Oktober andere Konditionen von den Subventionen sodass die ein bisschen reduziert gehen. Du hast froh mit den Vereinen, nicht dass die Vereine bemol wie so motiviert vielleicht sind, für die ganzen Sachen zu unterstützen. Oder dass du vielleicht besser gefordert sind, für du etwas zu gucken, für du einfach ein bisschen Unterstützung entgegen zu wirken, für die Vereine da die Sache ein bisschen schmackhaft noch vielleicht zu machen, dass das bleibt. Ja, ich meine, das ist eine Diskussion wert, die werden wir dann ein Kilometer Vereine feiern. Wir möchten da Sachen, die sich lösen, so ein bisschen arrodieren, wir als Gemeinde viel Erfahrung gemacht, viel Material gekauft, dass er kann auf den Weg gehen, dass man einfach mal Einwegmaterial holen, was schon verboten ist, sondern einfach Wäschgeheim. Ich meine, wenn du spezifisch bist, was ich mir immer gesagt, wenn du Erfahrung gemacht hast, in die Richtung zu gehen, etwas, wo ich noch nicht drüber gedacht habe, oder wenn er nicht viel gesehen war, dann fanden wir das auch so eine Lösung. Also, ich meine, wir haben ganz viel an als fritte Backette kaufen, alles kaufen für die Vereine, so einfach wie möglich zu machen, noch den Green Event können zu assurieren. Muss ich auch das heute so, und ich meine, das war gut gemeint, mit dem Suizid an die Leute, die Vereine, die ein bisschen kriegt, und das ist ja auch ein flotteres Set gewesen. Also du hast am Anfang schon immer ein Green Event können, dann hast du schon bald mehr Benefits wie bei verschiedenen Evenementen. Gut, das geht auf, wir waren spezifisch besser sind. An den nächsten Kehr, wenn wir eine Versammlung mit den Vereinen machen, dann schwätzen wir das tun. Ja, geht schon nicht für das zu 100% abzufangen, also genau. Als Erkenntnis geht eben dann geht genau. Den war zu mengen, sondern das machen wir. Das sind mit den Vereinen. Nora hat den Fanger schon ausgestreckt. Schnell. Das sind drei kleine Fragen. Der den auch darauf hingewiesen gehen, dass Nistkästen die abgehangen gesehen han der Rue Jean Ruf. Ich meine, das sind die wo Bemrich geplant die wär viel zu niedrig abgehangen. Also ich hatte auch no später mal Dinger von Natur und Umwelt gespannt, die hat effektiv gesagt, dass normalerweise Nistkästen ob Minimum anhecht, also von engem Wurse sollen abgehangen gehen, auch für sie eben für den Tieren zu schützen. Das ist der Dicht. Da wollte ich froh, ob gemeint weil es hatte Spulwähnchen zu kaufen, weil ja öfters von so große Events sind, wäre das ja interessant. Das ist so mein Zweitfroh. Und da wollte ich Bescheid sagen, dass an der Allerminsper Schule ersten Tag, also du sind immer 26 Grad und du hast den ersten Heizkörper, den geht immer volle Pulle und du kannst ihn gar nicht drehen, wenn ihn dreht, dann hört den Dingen am Grab. Da muss in jenem Raststierchen voll Schuss Bescheid zu nehmen, dass du mal vielleicht ja, kontrolliert geht, das ist dann einfach Energie, die... Merci. Ja, ich meine, das ist kein Problem. Ich muss ja Leute, die schon mal aus Gebäude kommen, das gucken wir mit der Heizung. Was die Spulwändchen angeht, da hat man ja schon ein bisschen sondiert, die Wiener geholt. Das geht ja vorbei. Wir hatten den besten ekipierten Spulwändchen, da waren wir bei 87.000 €. Und das ist auch mein Punkt, wo ich denke, muss man den Verein diskutieren, wie wir das am besten packen.
Ich meine, vielleicht noch zu ergänzen, vielleicht hast du das noch nicht gesehen, da der Minz Schule, aber auch am Centre kulturell, auf verschiedene Plätze, wo öffentliche Versammlungen sind, haben wir am Anfang so ein QR-Code-System, ein Report, die da gefeiert, just für Dinge, wo am Anfang dann automatisch, wenn er den QR-Code tippt, geht ein Formular auf, wo der kann der Doléanzen und noch von einem Luft nicht geht, von der Bibel nicht geht, was auch immer. Wenn es nicht geraumt ist, ob es nicht proper ist, können Sie das checken. Er könnt direkt auch bei der Service-Conciergerie an Ihrem Ticket-Service und dann können Sie auch direkt gucken. Ich höre natürlich gerne mit, just als Information auch für die Bausen bleibt. Also wenn da ist der Frot, also QR-Code, den bei dir oder beiden Tieren normalerweise hängt, wo ich kann immer rapportieren, wenn ein Problem hast. Und da können wir als Leute so sehr wie möglich drin. Jules, du hast eine Info. Ja. Sag schnell, was es gibt. schon den nach pur ich fängt mam Schulschwammen sorry Robbie man Schulschwammen war 4 Uhr kurzem war ja an enger letzte bei Jahreszeitung ein Artikel über Schulschwammen publiziert ziemlich interessant als auch von interessiert da war bestimmt wie zu Schütter ausgesagt beim Schulschwammen Gemein Schütter hat jo 2003 hauptsächlich aus Kächtegründen net am Gemengesyndikat vun der Sierdalschwem mat gemacht. Haut wees iedereen, dass die demoliche Decision vielleicht net glücklich war, net am Syndikat zu machen, weil dat hat vielleicht vieles vereinfacht. Lo zu mir frohen, wo gehen Schüler und Schülerinnen vu Schütter überhaupt schwammen? Also, und dann die zweite froh, wie gesagt, den Transport aus, wie lang aus dem Trajet hin und zurück? Wie lang sind Schüler und Schülerinnen reell am Wasser? Und wie hoch sind die Kosten vom Schulschwammen für die Gemeinschaften? Ich meine, das sind interessant froh. Natürlich, wenn sie gerne so Chiffren hast, wäre immer gut, als das mal für zu gehen, also das kann rumsichern. Also ich ist nicht auswendig, was da ist Cash. Ich meine, wir fuhren noch auf Kogan, auf Dreiburg schwammen. mir Manner Couloir, wie man da gern hätte, mir auch zu nicht ran, wenn huse Manner Couloir, wie sie da gern hätten. Also die kriegen ihre Besoin nicht mehr aufgedeckt für die 3 Gemengen, die du am Syndikat sind. Da tun wir schriftlich, was du immer am Druck gehecht. Man dachte, der muss just, zweimal am Brief einen Échange mit dem Präsident vom Syndikat, den als ganz klar gesagt hat, sie haben keine Couloiren. Wir könnten da eventuell kriegen, was sie die Extension bauen und danach nehmen zeitweise, weil auch da schon, wenn es Führung geht mit den Schülern zu hören, dann das schon enket. Ich meine, kann ich nur so, das war damals eine nicht so glückliche Decision. Irgendwann vielleicht bringen wir es fertig, dann als Seeschwamm zu bauen, da so wir eine glückliche Decision geholt, weil dann hast du bei uns, weil das ist nämlich das Problem vom Alltransport, wenn man Schüler müssen transportieren, setzen sie meistens, ob das die von Konter sind, ob die von Betzter sind, ob die von Schötter sind, setzen sie mehr am Bus wieder am Wasser sind. Das ist einfach das Problem. Natürlich, ob nicht daran, wir gehen meistens noch besser wie bei Kock, weil da steht erst noch mehr Verkehr, aber am besten hast du den Schwammer zum Sinn, das ist so ein bisschen als Vision, dass man dann aber irgendwie das hinkriegen, auch als interkommunal Schwamm, auch das soll ein Schwamm sein, wo andere Gemengen mat könne schwamme komme, vielleicht kann ich dadurch an dem selbechten Syndikat machen, dass das Syndikat dann nicht Zweitschwamm betreibt, da muss ich alles nachgucken, die frohe sind op. Effektiv auch sie hun Problem mit der Kulwan, aber mir du als Mammersgemeng nach dabei wären, dann wäre auch du wahrscheinlich Probleme mit der Kulwan. Schulschwamm ist auch wichtig. Ich meine, da das nicht froh. Bon, das eben auch drei Infrastrukturen, die nicht genug zur Verfügung stehen. Die Zölle muss man raus, das Budget und ich meine, wie gesagt, den Transport kann man nur von der Schule haben, da das davor bist, das einfach schaut. Ja. Okay, nee, kein Problem. Aber da komme ich noch bei einer Geschichte, dass ich meine, den Numm K2 Konstruktion SRL. Die hun sich freiere Sit vun der Entreprise Luxbrachini zu Schëtter han der Barre jo niedergelos an der Kanische Stroß. Mei do gëtt wirklich munter geschafft, dat verbonnen Zeitweis mat Politiker Medi an mir gefe gre vum Chefrot wëssen op do op ihre Komodo inkomodo iwwerhab an der Reihe ass, weil anscheinend und ich mir so lust für do ein Atelier installiert an Platz wo
Schlössereisäbchen und so weiter gemerkt gehen. Und dann eng zweet froh, die mir hätten, das wann ihr im Internet guckt, Internet das gedëllech, da se den, dass die Entreprise just eng Adress zu Mut vertuet. Schmengen dat kann de Boier Meester ja bestimmt so as Gemeng zu schëtter iwwer hab du gemeldet an der Gemeng an bezzuelen sie auch ein ICC. Ich denke dat können wir vielleicht denke so diskutieren méi auch vielleicht nächst kreier vielleicht beantwort kreieren. Und dat führt mal zu dem Punkt. Und dann hätte ich am Prinzip nach dann Robby Schulen einfach wäscheieren und dann froh ich nach just ein anderes Sujet. Mir hat noch enke gefunden Chefverrotsregister für den eventuell op de Webinterface gesagt zu kreieren. Und dann moi, dass ich wirklich net von also ich schon geguckt sich morgen nach nur den rapport von de Gemengerotssitzungen. Die sind moi, dass ich wirklich an dem falschen Eck geguckt und den Stolo kein gesehen Webinterface. Ja, das ist okay Problem, die umzusetzen. Okay, da Rappes. Ja, noch. Mir hat das mal gefallen. Dem ist du sagst. Wir wollten fragen, ob auch schon ein Demandera kommas für ein das ist eine Aktivität Velosatelier Schönbirch. Ja. Ist das auch schon akkordiert, also ist das so, voilà, das war just weil Leute uns das gefroht tun. Okay. Ja, das. Merci. Gern. So ist noch etwas. Dann wären wir da mal fertig. Da gebe ich also der Publikum hat eine froh, kein froh. Da gebe ich merci so mir und auch wie Klo, die Leute draußen und dann noch ein Banden einen schönen Abend gewünscht. Und da sind wir also an einem Monat rum. Voilà, vielmals merci an Eddie.